Gerade mal gucken, ob es jetzt wieder funktioniert. Okay. Gerade nochmal reingehen. So, jetzt warte ich hier nochmal auf die Leute. Sorry. Ja, das hat jetzt mal wieder mir einen Kick verpasst. Aber ich konnte es wenigstens wieder neu starten. Also insofern schon mal ein kleiner Erfolg. Sorry an der Stelle, wie gesagt, das hat mich jetzt einfach rausgekickt. Und ich habe es aber wenigstens neu starten können. Also immer hier, wenn es wieder funktioniert, wenn ich es wieder zum Laufen bringen kann, ist es absolut kein Thema. Dann können wir das wenigstens so machen. Habe ich keine Probleme damit. Skarin sagt Grüße zurück. Ja, dankeschön. Okay. Ich hoffe, die hat mich jetzt nicht gekickt hier, weil, ne? Irgendwas war hier ganz gemein. So, ich war jetzt hier stehen geblieben. Und der war paranoid und wollte mich an nicht reinlassen. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt auch noch so ein bisschen erstmal wieder im Startbildschirm-Modus, bis wieder die Leute zurückgefunden haben und gecheckt haben, dass auf meinem Kanal wieder reinkommen. Ich schreibe das gerade mal in die Kommentare rein. Wenn ich wieder gekickt werden sollte, beziehungsweise der Stream abschmiert, dann einfach auf der Hauptseite aktualisieren, bis ihr wieder einen Stream seht. So. Packe ich jetzt einfach mal rein in die Kommentare, dann wissen die Leute auch Bescheid. Und jetzt heißt wieder Wartespiel. Oh Mann, wie ich sowas hasse. Also sorry an der Stelle, manchmal macht im PSN bzw. einfach die Playstation so einen Strich durch die Rechnung. Da kann ich dann leider herzlich wenig machen. Aber was ich machen kann, ist jetzt erstmal wieder mein Wasser auffüllen. So. Aber da ich Geschleichwerbung für Wasser mache, außer irgendein Wassermensch wird mich nur dafür bezahlen, dass ich das mache, mache ich das jetzt so ein bisschen offscreen, mein Wasser wieder auffüllen. Gluck, 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 gluck. Und so, da ist es. Wahahaha. Also wenigstens so dafür kann ich die Zeit jetzt nutzen. Es tut mir leid, wenn ihr jetzt gerade unabhängig vom Stream einfach das Video anguckt und ihr seht nur einen Typ, der hier im Festbildschirm hängt und sich Wasser eingießt und ihr frohen euch, geht's noch? Wir warten jetzt einfach, bis es weitergeht. Na, du hast den Maschinengeist verärgert. Das war bestimmt das Chaos, ja genau. Zu viel Zensch, zu viel Slanesh, pfui, pfui, pfui. Mann. Aber sorry, Leute, wie gesagt, es tut mir leid. Ich habe es jetzt nochmal in die Kommentare reingeschrieben. Wenn irgendwas ist, wenn das Ding wieder abschmiert, einfach nochmal so lang aktualisiere, bis es wieder läuft. Kein Ding, es lief ja immerhin 45 Minuten am Stück. Genau, es lief wenigstens so lang. Ja, du warst nicht, ja. Als ob. Bitte am nächsten Baum warten, der Mann mit der Schlinge kommt gleich. Was haben wir denn hier noch? Ich gucke mich einfach nochmal um in der Zeit und mach nichts Großartiges. Bei den Nachbarn war mal sowieso nicht. Ah, da können wir auch noch klingeln. Ah, weißt du was, das mache ich jetzt einfach mal. Um euch noch ein bisschen zu unterhalten. Oh, das wollte der Anrufbeantworter. Einen wunderprächtigen Tag. Legend dafür könnte mal jemand. Message after the beep, and we'll get back to you as soon as we're home. Yay! Oh, I mean, beep. Kann ich antworten, go fuck yourself oder sowas? Aber ich würde sagen, ich mache jetzt wieder weiter. Allzu lang will ich nicht warten. Und wenn das nur in so 45 Minuten Schluck auf Dinger geht, dann muss ich das nutzen, so gut wie es geht. Okay, das mag nicht. Die dumm. Da ist niemand da. Hallo? KPD, I need to talk to you. You broke it! No, you broke it! Nuh-uh! Will you get these kids to shut up? I'm fucking talking here. Okay. Dad, what's this about? Mieter aus 07.
Do you know the tenant in apartment 7? Dad, Tommy's picking on me. Shut up, snitch. I thought I told you to shut up. Reizend. 7, huh? Nah, can't say that I know the guy. Okay, so it's a guy. Yeah, well, seen him once or twice. I might have a vague recollection. Could you give me a vague description? Maybe. What's it to you? Er könnte mein Sohn sein, polizeiliche Angelegenheiten. Das geht ihm nichts an, was ich für Familienkrise hab, finde ich. Police business. Just answer the question, and I'll get out of your face. So that's how it's gonna be, huh? Why don't you knock on that door and see for yourself? Can you describe him or not? I don't have time for games. All right, all right. Younger fellow, probably in his 20s. Wow. Anything else? Nah, I never really got a good look at him. Medium height, medium built. He was just kinda there, you know? Okay, irgendwas Verdächtiges? Have you seen anything suspicious around the building? Any strangers skulking around? Nah, I don't pay much attention to the other tenants. Bunch of losers. A lot Ja, of und er ist der absolute Gewinner. Not as dumb as you are. Nuh-uh, you're way dumber. Shut the fuck up! Not upstanding citizens. Ja, genau. You bet your ass. Good thing we'll be getting out of this dump soon. Mhm. Is that right? Yep, I've been working my way up. I even filed for a status upgrade. Once that goes through, we'll be moving to a B-class district in no time. Als ob. Yeah. Good luck with that. Als ob. Okay. Da war niemand. Nee. Kommen wir da rein? Nö, da kommen wir auch nicht rein. Kommen wir bei dem freundlichen Herr hier rein? Nee, da geht's auch nicht. Okay. Ach du Scheiße. Die Nummer 12. Hallo? Nee. Und die Nummer 11. Nee. Da komme ich auch nicht rein. Da geht's auch nicht. Okay. Mann. Oh, da ist, glaube ich, noch so Pillar. Sehr schön, die nehmen wir. Sehr geil. Mhm. Das werden wir ja wohl brauchen. Die haben mir gesagt, dass man das regelmäßig nehmen soll, sonst schlaft man amok. Insofern achte ich da auf jeden Fall mal drauf. Okay. Irgendwie mag ich nicht. Vor allem, wenn ich so metallisches Surrer oder so höre. Ich weiß nicht, inwiefern der roboterfreundlich eingestellt ist, der hier unterwegs war im Erdgeschoss. Ah, das kann der hacken. Okay. Ja, geil. Ja, geil. Das ist doch mal praktisch. 0446. Sehr schön. Aber was mich am meisten beängstigt, ist, dass hier keinerlei Musik ist. Die geringste Spur von einem Soundtrack oder irgendwas. Oh, meine Sicht wird auch ein bisschen wackelig. Ich glaube, ich muss bald wieder so Pilche schlucken. Frohes will ich da jetzt durch, wo ich da aufgemacht habe. Ich glaube, ich gucke mich erst nochmal hier um, noch der Miete. Oh, der sieht aber schon ganz schön verschwommen, der Kerl. Okay. Ich zögere es einfach mal raus. Gerade mal gucken, wie lange ich noch hab. Ja, komm, das ist ja... Oder ist das Grüne die Anzeige dafür, wie dringend ich es nötig habe? Ah, ich werde es schon merken. KPD, I need to ask you some questions. Do you know what's going on? My hollow projection got cut off. I can't get a signal. The building is under lockdown. No external connection. Not much we can do. Shit. Sounds serious. So, you wanted to ask me something? Oh jo. Mieter in Do you 07. know who lives in apartment 6? 7? I didn't even know anyone lived there. Oh Gott. Hey, you wouldn't happen to know when they're gonna fix the connection. Not that it's like super important to me or anything. I just need to know. Der muss sich wohl in seine digitale Welt zurückziehen hier. Und süchtig dennoch, könnte bald dauern. Aber ich beruhige ihn mal. You just take it easy. I'm sure someone is already working on it. Oh, good. It's just that it feels weird to just sit here, alone, with my thoughts. You know. Ja, und you ohne talk to me some more. digitaler
Beschallung. Easier. Vorherige Abriegelung. Been living here long? Oh, well, it must have been at least 7 or 8 years. Ever had a lockdown before? I don't think so. I don't remember my projector going off. Ever. Oh. Entschuldigung. Oh, total verschluckt. Erzähl doch mal. Well, what do you want to talk about? Yeah, you know. Gorski the Giant was fighting Killer Cromer today. You an AMA fan? Not really. Sounds like you are. Of course I don't know who won since my projector went out. Why are my hands shaking? Ach du liebe Zeit. Sorry, I don't have time for Oh, okay. Uah. I understand. It's no problem. I'll just sit here, alone. Aber die Sicht ist jetzt auch mittlerweile ziemlich Really heftig starting to sweat like und eingeschränkt. Hang in there. Ja, dann halt mal durch, such die auf deinem kalten Entzug. Warte mal gerade mal reingucken. Ich glaube, ich sollte mir echt so Pille wieder reinföhnen. Ja. Strain level decreased. Okay, alles klar. Uff, mein Internet ist eine Qual. Ich muss das jetzt 36 mal OP stellen. Ach du Scheiße. Boah, sorry. Come here, quick. Oh, da ist jemand, der mit uns retten will sogar. What is it? What's up with the lockdown? Is it the phage? Was there an outbreak? Nö. A malfunction, more likely. You would say that, wouldn't you? To keep us at bay until the cleaners come. Oh God, they're coming for me. I don't want to die. Das glaube ich. Down. No, Dein Leben ist auch so wertvoll hier. Mann. Gehen wir nochmal zum 1. 01 will nicht mit uns retten. Wenigstens sind jetzt dieser... Okay, geil. Überall diese zerbrochene Dinger. Ach du Scheiße. Na, da hat jemand die Schüssel gesprengt. So viele Fliege wieder rumhängen. Könnte es auch sein, dass das jemand auf die klassische Art und Weise gesprengt hat. Diese Worttrennung meinte 360 Pixel Auflösung. So. Ach ja, sorry, und gerade auch hier, was da ohne drunter erscheint, ist auch etwas merkwürdig getrennt. Von daher muss ich da ab und zu echt erschließen, was dort steht. Okay, also, das habe ich jetzt auch noch geöffnet. Da habe ich mich reingehackt. Gucken wir mal, was hier ist. Herr Uff. Herrn Uff. Okay. Hallo? Hier ist Officer Friendly. Hallo? Kein Mensch. Okay. Hier auch niemand. Hallo? Ah, da ist was wegflitzt. So ein kleiner Roboter. Und die Musik ist hier ziemlich bedrohlich. Aber wenigstens ist überhaupt eine Art von Musik wieder A. Keen-Spielzeug. Achtung Eltern, euer Kind kann ein Hologramm nicht anfassen. Die neueste Reihe kinetischer Spielzeuge hilft ihrer Fantasie und ihrem zentralen Nervensystem. Okay. Oder man holt sich einfach richtige Autos, so Spielzeugautos. Nur so Vorschlag. Okay. Ein Mensch hier. Hallo? come to the door, please. Just want to talk. Who are you? Did Chiron send you? Nö. I'm with the KPD, if that's what you're asking. Seriously? We haven't had a cop around these parts in... ever, I guess. Well, you've got one now. Yeah, good luck. You're gonna fucking need it. Okay. Fallprotokoll aktualisiert. Okay, war noch Ratte. Das macht das Ganze noch heimischer. Door unlocked. Okay. Is Mom gonna be alright? Gruseliges Kindalarm. Verdammt nochmal, ich will nicht. Scheiße. Also diese Wohnungen sehen nach echt reizend aus.
du Scheiße. Okay. Voices from below. Glaub ihre Lügen nicht, die Plage ist noch da. Liebe Unbeliebte. Erinnert mich ein bisschen an Dread. An Dread? Was ist Dread? Liebe Unbeliebte, wenn du über Chiron-Propaganda auf dem Laufenden bist, hast du wohl unseren Gesundheitsminister gehört, wie er eine neue Perle an Firmenweisheit von sich gegeben hat. Falls nicht, hier die Zusammenfassung. Allen, die der rebellischen Angstmacherei erlegen sind, sei gesagt, es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Die Nanofähigen sind keine Bedrohung mehr. Wir haben die Störung behoben und damit die Krankheit beseitigt. Loyale Bürger, die verantwortungsbewusste Augmentation unterstützen, müssen sich keine Sorgen machen. 2 Wörter. Vollkommener Blödsinn. Ich erzähle euch, wie es wirklich steht. Wenn ihr keiner der glücklichen Klasse A-Leute mit glänzenden Modifizierungen seid, beziehungsweise sein, hat er doch geschrieben, in dem Fall lest ihr das hier wahrscheinlich eh nicht, sind die Nanofähigen weiterhin ein Thema. Wir hatten im letzten Jahr mindestens 3 bestätigte Fälle. Eine davon führte zu einer kleinen Epidemie, die wir glücklicherweise eindämmen konnten. Ihr denkt vielleicht, 3 Fälle sind nicht der Rede wert. Dann wart ihr wohl noch nicht bei einem Ausbruch dabei. Für die meisten von uns, die wir in Bezirken der Klasse C zusammengepfercht sind, ist selbst einer zu viel. Also, was können wir jetzt tun? Zunächst einmal, Vorsorge ist besser als heilen. Bei den Aussichten auf Genesung nach Fagin sind diese Worte besser zu beherzigen. Wenn die Plage erstmal zuschlägt, ist es meist zu spät. Wenn ihr also sicher sein wollt, achtet auf diese Symptome. Erstens Fieber. Achtet selbst auf geringste Schwankungen in der Körpertemperatur. Die Fagin fangen langsam an, kaum merklicher als eine Erkältung. Wenn ihr euch also etwas schlapp fühlt, geht in eine Klinik und lasst euch scannen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Zweitens, Implantatunregelmäßigkeiten. Hier wird es schwierig. Wenn ihr euch wie die meisten von uns keine regelmäßigen Wartungen leisten könnt, habt ihr euch vermutlich an der ein oder anderen Ruck in eurem Nervenimplantat oder einen leichten Krampf in eurer künstlichen Arm gewöhnt. Wenn das allerdings vermehrt der Fall ist, müsst ihr nachschauen. Drittens, sprunghaftes Verhalten. Schaut ab und zu vom Projektor auf und seht euch euren Nachbarn an. Wenn einer von ihnen sich merkwürdig verhält, mit sich selbst redet oder gekrümmt läuft, ist vielleicht etwas im Busch, es sei denn, er ist betrunken oder high. Etwas Bürgerbewusstsein kann nicht schaden, gar keins schon. Viertens, Entzündung der Nahtstelle. Die Haut am Ansatz eures Implantats ist gerötet und fängt an zu jucken. Die schlechte Nachricht, ihr könntet infiziert sein. Die gute Nachricht, das ist kein Todesurteil. Unsere Kliniken haben zahlreiche Entfernungsoperationen durchgeführt und im Gegensatz zu den Reinigern verlassen die meisten unserer Patienten den OP lebend, solange keine Nanitenpunktion aufgetreten ist, ist es noch nicht zu spät. Sonst seid ihr wahrscheinlich schon damit beschäftigt zu halluzinieren und Blut zu spucken. Wenn ihr eins dieser Symptome an euch oder euren Nachbarn bemerkt, wendet euch an eine unserer Kliniken. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr uns findet, fragt. Wir haben Augen und Ohren in allen C-Bezirken, also finden wir euch bestimmt. Was ihr auf gar keinen Fall machen solltet. Erstens, keine Panik. Wahrscheinlich sind es keine Fagin. Wir haben Dutzende von Falschmeldungen über vermeintliche Ausbrüche, die sich als fiese Taubengrippe oder baufälliges altes Implantat herausgestellt haben. Zweitens, sei kein Idiot. Das finde ich generell eine sehr gute Regel. In den letzten Monaten hatten wir zig Angriffe auf Verdächtige. Wisst ihr was? Das hilft auch nichts. Wenn die Krankheit erstmal etabliert ist, stecken wir alle bis zum Hals drin. Drittens, mach keine Meldung. Das kann ich gar nicht deutlich genug sagen. Die Reiniger sind nicht auf deiner Seite. Sie kommen nicht, um dir zu helfen. Im besten Fall riegeln sie das gesamte Gebäude ab, durchkämmen es und benutzen den Ausbruch als Ausrede, subversives Material zu konfiszieren und unerwünschte Personen festzusetzen. Im schlimmsten Fall enden diejenigen, die nicht direkt erledigen, als Versuchskaninchen für Chiron F&E. Wenn es dazu kommt, tu dir einen Gefallen und beende es. Spring aus einem Fenster, blass dir das Hirn weg, egal. Es muss nur endgültig sein. Du wirst mir später nicht danken, aber es andernfalls bereuen. Okay, nett, reizend. Okay, Benachrichtigung über nicht zugestellte Post. Die nachfolgende Nachricht konnte an ein oder mehrere Empfänger nicht zugestellt werden. Inhalt von Chironet Firewall blockiert. Diagnose-ID 9314780. Ursprüngliche Nachricht. Meine liebe Annie, wenn du diese Zeilen liest, werde ich nicht länger unter den Lebenden weilen.
Die Einzelheiten sind nicht wichtig, aber du solltest wissen, dass ich aus freien Stücken gegangen bin. Ich möchte kein ordentliches Begräbnis. Du bist mir weiß Gott keines schuldig. Und wenn die Reiniger fertig sind, ist vermutlich eh nicht viel zu beerdigen übrig. Du sollst nur wissen, dass ich dich trotz all meiner Fehler immer geliebt habe. Genau wie deine Mutter, als sie der Krankheit erlag. Ist ein Teil von mir gestorben. Zuneigung zu zeigen wurde unmöglich. Eine Erinnerung an das, was ich verloren hatte. Das rechtfertigt nicht, wie ich dich behandelt habe. Aber es ist die Wahrheit. Ich freue mich, dass du es aus dieser Hölle geschafft hast und jemanden gefunden hast, der deine Liebe verdient. Ich wünsche euch beiden alles Gute. In Liebe, Papa. Okay. Hier ist nichts. Okay, da ist noch was. With fire and sword, spiders. Okay. Das ist anscheinend ein kleines Spielchen hier. Machen wir doch Level 1. Diese verdammten Spinnen schon wieder. Okay. Wo bewege ich mich? Okay. Mhm. Sehr schön. So, wir holen uns nochmal die Waffe. Und die konnte abschnetzeln. Und jetzt geht's raus. Geiles Spiel. Das sollte ich vielleicht auch mal Let's Player. Wir gehen jetzt nochmal ins Menü. Machen wir Level 2. Diese verdammten Spinnen schon wieder. Okay. Knödel. Jetzt habe ich aber nichts mehr. Knödel. Beide abgemurkst. So, jetzt muss ich hier fort. Und hoch zum Zauberer. Wow, das ist sehr anspruchsvoll. Level 3 ist leider blockiert. Okay, das war jetzt äußerst anspruchsvoll. Sollte ich vielleicht einmal dringend Let's Player sowas. Und jetzt können wir den Scheißer ausschalten. Ich gucke mir das gerade mal kurz aus, der Sicht hier. Und was sagt er? PC. Okay, wer hätte es gedacht? Ansonsten nichts Spannendes hier noch. Nee, sieht nicht so aus, als wäre noch irgendwas Spannendes. Irgendein Bioscan? Nee. War nichts besonders Spannendes mehr. Okay. Da ist hier noch das Plakat dazu. Mit Feuer und Schwert spinnen. Mhm. Oh, bitte, dass nichts Gruselig dahinter sei. Bitte Kind oder so. Was ist denn das da? Remove your plant. Oder was? Das kann ich jetzt auch nicht öffnen. Oh Gott, bitte lass nichts hinter mir stehen. Bitte lass jetzt echt nichts hinter mir stehen oder so. Okay, Gott sei Dank. Puh. Schwein gehabt. Okay. Okay, alles cool. Aber dazu den Scheiß. Okay. Das war das hier. Irgendeiner fragt, wie es der Mama geht. Das kann ich nicht sagen. Janitor left the door open. Okay. Ah, okay. Do beim Hausmeister kann ich rein. Okay. Der ist nicht do grad. Machen wir mal zu, den Lader. Nicht, dass sich irgendjemand an mich rausschleicht oder so. Was haben wir da? Nix. Nix. Das ist wahrscheinlich so Auflader. Cola. Remove your implant. Implant steht da. Okay. Aber ich will hier nichts entfernen. Ich will mal Implantate behalten. Okay, das war die Aufnahmestation, wo der Typ uns hier begrüßt hat. Was ist das? So ein Modellflugzeug. Der Bastel anscheinend. Okay. Nichts Interessantes zu Scanner. Da haben wir noch was. Quatsch, so rum und dann so, ne? Das kann er nicht analysieren, okay. Warum nicht? Warum kann er das nicht analysieren? Verdammt nochmal, ignored. Okay, dann sollten wir einfach mal so tragen. Hier, da ist noch was. Nanophage and I. Oh. Da hat sich was geändert hier, ne? Da ist eine Blume auf einmal erschienen. Das war beim letzten Exemplar ein netter Fall. Okay.
Schalten wir mal den Ventilator wieder ein. Gehen wir hier dran. Die Mauer steht aufrecht. Erstmal die Mails. Anfrage Ablehnung. Sehr geehrter Jurkowski, auch wenn wir Ihnen beispielhaften Dienst und die Opfer zu schätzen wissen, die Sie Ihrem Land erbracht haben, schreibt die VRI-Richtlinie eine strikte proaktive Hilfe zur Reintegration unserer mutigen Veteranen in die Gesellschaft vor. Regelmäßige Unterstützung erfordert eine dauerhafte Anstellung der Klasse B, die unseren Vertretern jährlich zur Überprüfung vorgelegt wird. Ihre derzeitige Anstellung als Hausmeister erfüllt diese Voraussetzung nicht. Unter diesen Umständen weisen wir Ihren Antrag zurück und beenden damit Ihre Teilnahme an diesem Programm mit sofortiger Wirkung. Der Rentenfonds der Veteranen übernimmt ab sofort keine weiteren Wartungen Ihrer kybernetischen Prothesen. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. Die Initiative zur Rehabilitation von Veteranen. Dies ist eine automatische Nachricht, bitte nicht antworten. Alter, wie assi. Genug ist genug, also schön. Das geht jetzt schon lange so. Veteranen hin oder her, das ist mir jetzt egal. Noch eine Nachricht und ich finde dich und prügle dir den Mist aus dem Schädel. Meine Mutter hält den Mist nicht mehr länger aus. Sie ist es leid, dir immer und immer wieder zu erklären, dass ihr Ehemann, mein Vater, vor 18 Jahren gestorben ist. Sie ist drüber weg. Wir alle sind drüber weg. Niemand will in der Vergangenheit leben. Eine Tragödie wieder und wieder durchleben. Also zum letzten Mal. Mike Jaworski ist tot. Seit langem. Krieg das endlich in deinen verdammten Schädel rein. Egal wie, aber merk dir einfach, auch wenn du deshalb vergisst, kacken zu gehen. Denn die nächste Nachricht, die du ihr schickst, wird dir einen gebrochenen Kiefer einbringen. Dies ist deine letzte Warnung. Oh je. Die Mauer steht aufrecht. Unsere mutigen Jungs und Mädels verteidigen uns weiterhin gegen die östlichen Horden. Ein Schuss verklingt im Dunkel. Michal, der junge Soldat neben mir, dreht sich sofort in Richtung Wand. Sein intensiver Blick lässt mich erschauern. Ohne zu überlegen, rennt er auf die Mauer zu, ein imposanter Koloss aus Beton und Stahl. Mit seiner modernen Beinaugmentation, ein Geschenk an unsere Truppen von der F&I-Abteilung von Chiron, erklimmt er sie mit einem Sprung. Der Kundschafter zielt in die tiefschwarze Finsternis. Seine kybernetischen Augen suchen den Horizont nach feindlichen Bewegungen ab. Seine Kameraden halten ernst und entschlossen die Luft an und warten auf seine Meldung. Was wird es diesmal sein? Ein einzelner Plünderer oder ein umfassender Angriff von einem der vielen Rollkommandos, die sich hier herumtreiben? Als er endlich spricht, zittere ich durch die Intensität. Alles still. Alles still an der Ostfront. Zumindest erst einmal. Das Bewahren der Mauer kann eine beängstigende Aufgabe sein, gesteht Michal am nächsten Morgen. Aber es ist auch ein Privileg. Die anderen Soldaten in der Kantine nicken zustimmend. Michal stellt mich seinem Staffelkameraden vor. Für einige von ihnen ist es bereits die 2. oder 3. Tour. Nach einigen festen Handschlägen berichten die Soldaten von ihrem Dienst. Jede Geschichte atemberaubender als die vorherige. Auf meine Frage, was sie zu solchen Heldentaten bewegt, senkt Michal seinen Kopf und antwortet leicht verlegen: Ich denke nicht, dass ich hier irgendjemand als Held bezeichnen würde. Ich zumindest nicht. Wir sind alle Teile eines größeren Ganzen, etwas, das mit dem ersten großen Kampf unserer Väter begonnen hat. Ah ja, der erste große Kampf. Was für ein schlichter Name für den größten Konflikt unserer Zeit, den wir als die große Dezimierung bezeichnen. Der Name soll nicht verharmlosen, sondern vereinfachen. Ein verzweifelter Versuch, diese beispiellosen Tragödie einen Sinn zu geben, während der viele der tapfersten unserer Nation ihr Leben gaben, um unseren Lebensweise und unsere Existenz gegen die barbarischen Horden des Ostens zu verteidigen. Und aus diesem Kessel des Konflikts, dieser Feuertaufe, sind wir siegreich hervorgegangen. Und während die alte Welt in Flammen stand, bauten wir aus ihrer Asche unsere große Republik. An alle Helden, die ihr Leben und ihre Gesundheit in der großen Dezimierung gelassen haben, wir grüßen euch. Der Einsatz der Soldaten ist unleugbar, aber ihr Dienst wird durch den Beitrag des Verteidigungsvorstands und der besten Wissenschaftler von Chiron erleichtert. Michal stimmt zu. Ohne die Unternehmungsführung hätten einige von uns es nicht lange geschafft. Diese Babys zum Beispiel. Er tätschelt liebevoll seine glänzenden Beinprothesen. Ohne sie wäre ich als Krüppel in einem Hospiz verkümmert und könnte nicht meinen Mitbürgern dienen. Dank Chiron kann ich meine Aufgabe in unserer großartigen Gesellschaft erfüllen. Ein echter Patriot. Amen, Sir.
Und vergessen wir nicht, dass Chiron sich unserer mutigen Männer und Frauen nur im Kampf sorgt. Moment. Und vergessen wir nicht, dass Chiron sich um unsere mutigen Männer und Frauen nicht nur im Kampf sorgt. Unsere dauerhafte Initiative zur Rehabilitation von Veteranen stellt die Reintegration von Soldaten, die nicht länger dienen können, in die Gesellschaft sicher, um ihnen ein erfülltes Leben zu bieten, wenn ihre ruhmreichen Tage vorbei sind. Was sagt ihr eigentlich dazu, wenn ich das Ganze vorlese? Soll ich das weiter vorlesen? Oder ist eher, boah, Yankee, halt die Gosch? Könnt ihr mal auch gern Sache dann. Okay, Erdgeschoss. Budnik Robert, Jaworski Bogdan, Wazowski Marion, Grabinski Leon ist bei Silver, okay. Of course. 2 agents. Helena Novak, Apartment 104, and Hannah Nader, Apartment 106. Also, Erster Stock, 104 und 106. Okay, alles klar. Das ist mein neues. Mit Feuer und Schwert. Ja, bitte vorlesen. Okay, André, da halte ich mich dran. Yeah, weiter geht's. Level 3, geil. Das finde ich aber schönes Gimmick im Spiel. Aber ich hoffe, es nervt nicht zu sehr, wenn ich dann etwas haspel beim Vorlesen. Und es gibt immer so fortstrocken die Kehl. Und da soll ich ein bisschen mehr Emotion reinlegen. Ihr entscheidet es. Absolut kein Thema. Diese verdammten Spinnen schon wieder. Okay, warte, das kriegen wir hier. So. So. Und der ist Matschebrei. Dann das nächste Vieh. Das kriegen wir auch hier. Komm schon. Ich brauche es nicht, aber ich weiß, dass es Leuten gefällt, also mach ruhig. Okay, halte ich mich dran, Scorpion. Jetzt sind die wieder als eine Einheitspampe. Als Werner Herzog vorlesen. Sicherlich. Die Literatur. Ne, Moment, du musst ich erst wieder reinfinden in dieses Werner Herzog-Feeling. 2 wunderschöne Geschöpfe. Ja, jetzt habe ich es wieder. So war die Stimmlage. Das ist Werner Herzog. Okay, jetzt haben wir das dann wieder. Könnte ich mal eventuell machen bei so R2-Dokumente. Okay, jetzt haben wir das Ding 8 durch. Ja, das ist eklig. Finde ich gerade so überleg. Gerade dieses, die Mauer steht aufrecht. Unsere mutigen Jungs und Mädels verteidigen uns weiterhin gegen die östlichen Horden. Das wäre auch nicht schlecht, glaube ich. Okay, jetzt gucken wir mal. Scheißkerl! Ah, Alter! Alter, du mieser Halb-Cyborg-Scheiß-Typ. Oh Gott, wie hat denn der sich doch eingeschlichen? Okay, ich spreche mal mit ihm. Ach du liebe Zeit. Mietregister. Okay, ich sehe das jetzt gerade so auf meinem PC noch, beim aktuellen Stream, wie ich jetzt gleich reagiere drauf. Ich bin jetzt mal selber gespannt, wie das aussieht. Okay, aber ich glaube, ich mache Mietregister. Achtung, jetzt verschrecke ich gleich. Ja, okay, lustig. Sich selber beim Erschrecken zugucken beim Livestream ist schon etwas amüsant. Okay, Mietregister. I had to check the tenant register. Authorized personnel only. Well, I was in a hurry, and the door was open. Authorized personnel only. Personal, alles klar. Bei dir hat auch dein Hirn keinen Schaden davon getragen, tragen. Polizeiliche Angelegenheiten, okay, vielleicht hilft das. Police business. I know what I'm doing. I know what you are. Okay. Back during war, took one alive. Sent for one of you to get into his head. Also der ist auch äußerst eloquent. Ich glaube, dem sei Implantate helfen ihm sehr bei seiner Hirnleistungsfähigkeit. Sie haben im Krieg gekämpft, als ob ich das jetzt gerade gelesen hätte auf dem PC. You fought in the big one. Is that why you got all this junk in you? Plasma sweep. Hit our convoy. Barreled through armor. Klingt nicht so gut. I didn't mean to bring back memories. Yes.
Absperrung erstmal, ne? Something triggered the lockdown. Trying to get it open. Rudy and I. Wo ist denn der Rive Rudi? You think it might be the nanophage? You had any recent outbreaks? No. Last one. Long time ago. Down by the river. All the implants. Geh nicht so dicht dran, Alter. The implants. Boah. Rudi? I take it Rudy's the robot. Multifunction service and maintenance drone. Don't lose it. Okay. Wanders off. Sometimes. Need to track manually. Okay. Ausgang. You managed to lock down from the inside somehow. Or get a message out. No. Keep people in. Isolate. Accommodate. Alleviate. Yeah, we all know how that last one used to work. Adam. Could you tell me about the tenant in apartment 7? Tenant. Yeah, tenant. How long has he been living there? Yeah. Maybe longer. Not good with time. Ja, anscheinend auch nicht sehr gut mit anderen Dingen. Out much. None of them do. All right, Tin Man. Let me know when it comes back to you. Einfach nur Blechmann genannt. All right, I'm heading out. Can you give me full access to the building? Systems. Unstable. Unlocked. What I could. Okay. Thanks. Na dann, You danke. better stay here. There might be some very nasty people out there. Nasty. Bad. Look, just stay safe. You know what? I never got your name. I'm Dan. Name. Janice. Lekker. Roman God. You know. Sorry I gave you a hard time Ja. earlier. Good to meet you. Janus. Ja, lassen wir das J mal weg. Da ist es der Anus. Das wird eher passen zu dem Kerl als der noble Janus, der zweigesichtige Gott, der vorne und hinter Gesicht hat und der auch Portalgottheit ist, also Pforte-Gottheit, eine Torbogen-Gottheit. Im Römische wird deswegen auch, oder im Lateinische wird deswegen auch so ein Bogenmonument auch als Janus bezeichnet. Okay, ja. Das war jetzt auch sehr episch gerade. Noch einmal. Und ich mache da mal wieder zu. So. Also Zimmer 104 und 106 muss ich. So. Gucken wir mal. Da werden wir schon hinkommen, denke ich. Okay. Ich bin nur etwas unsicher, wenn ihr euch nie melden. Weil am Anfang lief es nur noch ziemlich gut. Oh ja, Creepy Keller. Das macht immer viel Spaß. Ja, melden euch doch auch mal gern zwischendurch. Das ist absolut kein Thema. Ich schreibe bzw. red auch sehr gern mit euch. Hat jetzt gerade der zugemacht, der Knetkopf. Gott, ich will es gar nicht wissen. Ja. Melden euch ruhig wieder. Das macht mir ein bisschen mehr Sicherheit. Und dann mache ich ja wieder die ganze Zeit, wenn ich mich da erschrecke. Das wird mir ein bisschen helfen. Also melden euch gern bei mir. Ich habe echt kein Problem damit. Flur B. Okay. Komme ich tatsächlich... Ach du Scheiße. Wer wohnt dann hier unten? Ach du Scheiße. Okay. Ja. Ja, da wohnen anscheinend die absolut keine Kohle mehr haben. Ich bin da. Okay. Sehr schön. Also schreibt auch ruhig mit mir. Das ist absolut kein Thema. Ich freue mich echt über jeden... ich kenne Janus aus Smitty. Aus was? Aus Smite? Smitty? Ja, ich hatte mal tatsächlich ein
Seminar zu römische Burgmonumente. Und da war dann tatsächlich auch der Janus größere Rolle. Eben weil römische Burgmonumente auch in der Antike als Janus bezeichnet werden. Und die werden auch häufig dem Gott Janus gewidmet oder geweiht. Dementsprechend nicht verwunderlich. Oje, oje, oje. Also das ist immer echt die edelste Lade hier. Gewittertuner Keitel. Ja, zum Glück steht keiner von den gruseligen Mieter oder so jetzt noch hier. Das wäre echt ein bisschen ranzig. Okay, 01 und 17. Ah, okay, ich erinnere mich, ja. Da bin ich ursprünglich hergekommen. Das ist jetzt, da ist wieder der Taubenhof, ne? Genau. Ach du Scheiße, jetzt sitzen die da wie bei Hitchcocks Vögel. Kann ich eigentlich so im Hauptmenü speichern? Nö, macht er nicht. Huhuhuhuhu. Mistviecher. Ratten der Lüfter. Okay, dann gehen wir mal in der erste Stock. Hier ist Aufkurve jetzt. Das heißt, wir können hoch. Du willst doch nur, dass wir dich vom Horror ablenken. Ja, natürlich, natürlich. Das ist doch Sinn und Zweck des Ganzen. Ich will nicht, dass ich nur die ganze Zeit vor einer schweigenden Masse sitze und dann nur, wenn ich dann mich zu Tod erschrecke, kommt der Hahaha oder sowas in die Kommentare. Also bitte, kommuniziert mit mir. Smitty ist ein MOBA wie League of... Ah, okay. League of Legends. Gibt's auch für die PS4. Okay. Das sagt mir nichts. Was sind wir denn jetzt hier? Was für eine... Oh Gott, wie edel. Ah, zum Tattoo-Shop. Da können wir später auf jeden Fall noch hingehen. Können uns noch ein schönes Tattoo stechen lassen, wie ich habe den C-Klasse-Bezirk überlebt. Irgendeiner ist gerade rumgelatscht und hatte der aufgemacht. Okay. Noch nichts Gruseliges. Eine Abriegelung ist ein Todesurteil. Oh, schick. Quarantinia noch hier Vurox Mirji. Genau, das sage ich auch immer. So mein Lebensmotto. Oh Mann. Ja, Leute, gebt mir Sicherheit. Hat als Charaktere nur Götter. Ah, aus verschiedene Mythologie. Interessant, dass dann die Janus mit dabei ist, weil der ist ja jetzt eigentlich nicht so eine Riesengottheit, die der Masse bekannt ist. Hätte jetzt eher gerechnet, dass dann so der Zeus bzw. Jupiter dabei ist oder dass eventuell auch aus dem vorderasiatischen Raum die Ishtar oder so dabei ist. Mal 105. Hallo? APD? Anyone in there? Can you repeat that? Ja, bitte. Was Verdächtiges gesehen? Noticed anything suspicious recently? Anything out of the ordinary? What? I don't... Das scheint ja prima zu funktionieren hier mit der Technik. I didn't quite catch that. Spiel hat 50 bis 70 Charaktere. Krass. You've been very helpful. Good night. Das meiste, was ich vermute, ist 8 drin. Okay. Also sowohl bekannte Gottheiten als auch die etwas unbekanntere Gottheiten. Okay, 106. Das ist doch schon mal so ein Ort, zu dem wir hier wollten. Da ist natürlich abgeschlossen. Hier bei dem Ach. Ah, der Milchmann war auch schon da. Ja, da können sich mal ein bisschen frische Milch holen. Aber bei den Stubenhocker, da klaut bestimmt niemand was. I'm with the KPD. Mind if I ask you a few questions? Mrs. Excuse me? Mrs. Nader. All right. Mrs. Nader. Wie ich nur das Ach von ihr sehe. Der Anruf. Have you made any calls in the last hour? No, I have not. Could you check your compass for connections? Somebody may have used it as a proxy. I don't have a compass. Okay. Ist alles in Ordnung? Ma'am, is everything all right in there? Are you in some kind of danger? You tell me, officer. I heard the alarms go off. Are the cleaners on their way? Are any of us safe? The lockdown Lecker Cybermilch, genau. I don't think we're looking at an outbreak here. Ich glaube, die ist noch echt, die Milch. Aber die ich nicht mehr trinke, glaube ich. But not you? No, officer. Not me. No compass. I thought pretty much everyone had one at this point.
Well, you thought wrong. I don't have any implants of any Ach, kind. die feine Dame. If you don't mind my asking, do you live alone? Yes, I do mind, and yes, I live alone. Aber sie ist doch ein No Mrs. spouse or daughter? Didn't you hear me? I said it was just me. Then why did you insist on being called? Eva. Mrs.? I'm a widow. Ah, My okay. wife died many years ago, in the plague. Klar, mal ihr Moll. Sorry to hear that. Is that why you don't have any implants? Yes. Want to see the scar tissue on my face and neck? It's quite an embroidery. The little monsters really outdid themselves. Ja, zeig doch mal. Or do I have to show you what's left of my arm? Would that satisfy your curiosity? Ah, die muss ja reizend aussehen. Mrs. Nader, I'm just doing my job. Ah, yes, I've heard that one before. When the cleaners took my Laura away. Ja, vom glücklichen Klonkühn in kleinen Metallkistchen. Ach, wär's doch nur so. I never saw her again. Ich glaube nicht mal, dass das Kuhmilch ist. It's like she never existed. Wahrscheinlich sowas wie Rattenmilch oder sowas. Im besten Fall. Nicht so überheblich. Okay, komm, das ist was I'm not anderes. like that. No? Oh, so you don't work for the corporation. The very same people who took everything I ever had. Just because they pay me doesn't mean they own me. Well, isn't that a pretty thought? You best get on with your duties, officer. I'm sure you have your hands full. So long, Sieht so aus. Mrs. Nader. Kalana Novak it is. Mhm, sieht so aus. Wo kann ich da mal Fallprotokoll einsehen? Ah, da ist es. Fallprotokoll. Durchsuche Wohnung 104. Mhm. Okay. Dann muss ich wohl zu Zimmer 104. Ja, bei ihr komme ich nicht rein, bei der reizende Dame. Sieht's dann hier aus? Hallo? Hello? Anyone in there? Yes? I'm with the KPD. Need to ask you some questions. Oh, and who's your friend? Friend? It's just me, Die man. ist wahrscheinlich auch schon längst high, oder? I have to go now. Already. Ja, der Typ erinnert mich auch so ein bisschen an den Columbo, eindeutig. Wenn man sich so anguckt, Test, ja, bestanden, Test bestanden. Ja, wenn man sich so anguckt mit seinem Trenchcoat, das sieht schon ein bisschen aus wie der Peter Falk. Nee. Oh, Jesus, er leid. Gibt's hier irgendwas, was wir noch scannen können? Nee, nix. Okay. Nee, nix zum Scanner. Und der Test hast du nach wie vor bestanden, André. Keine Angst. Nothing that is observed is unaffected by the observer. Mhm. Na dann. Wenn du das sagst. Okay, nix. Aber jetzt habe ich schon wirklich so ein bisschen Schiss davor, mich umzudrehen. Weil ich habe es ja schon einmal mitgekriegt. Was war dann das? Hab's ja schon mal mitgekriegt jetzt. Bei dem Hausmeister, wenn man sich umdreht, dann kann es einmal dazu kommen, dass auf einmal der Typ da vor dir steht und dann verschrecke ich mich zu Tod. 108, das ist nicht die richtige Richtung, glaube ich, aber einfach mal zu den Leuten gehen. Komme ich nicht rein? Und da kann ich an nirgends klingeln, ne? Nee. Nix da. Alter, was ein beschissenes Haus hier, ohne Witz. Was für ein abgefuckter Scheißdreck. Und überall diese vermurkste Hologramme. Mein Internet war gerade weg, deshalb bin ich jetzt ein bisschen hinterher. Wollte schauen, wie sehr. Okay. Das habe ich jetzt sofort vorgelesen übrigens, falls dir das hilft, was die Zeitangabe angeht. Ich will mal so ein bisschen paranoid noch hingucken. Okay, das ignoriert ja alles von der Sicht her. Da ist auch nichts. Zimmer 109, du kannst nicht anklingeln oder so. Manometer, das ist ja echt total abgefuckt hier alles. Boah, und diese Klos. Oh ja, in der... du pieselst noch von Overei. Also in der Badwanne, die ich auch unglaublich gern bade. Und dort hat wohl jemand ein viel zu großes Schisserler drin gemacht. Da war doch was Metallisches drin. Ah, na.
Warte mal, wie war das nochmal? Wie analysiere ich den Scheiß nochmal? Das war doch mit L1 und dann mit R2 drauf, ne? Mit L2 drauf. Oder so? Ah, na. Also da hat jemand reingekackt. Und... also das hätte ich jetzt nicht erfassen. I'm Dr. Landis. Do you know why you're here? You look like a big marshmallow. Ah, yes, the suit. I'm afraid it's necessary. Do you know why? 'Cause you're scared of me. Okay, da hat wohl jemand... I'm Dr. Landis. Okay, nochmal dasselbe gruselige Scheiß. Der Bu wird wohl wahrscheinlich Nano-Faken oder sowas gehabt haben. Yes, the suit. Okay, Kenner hinten dran, kein gruselige Junge hinten dran, das ist doch schon mal ein Gewinn. 'Cause you're scared of me. 'Cause you're scared of me. Kotze. Ups. Kotze Kind. Warum ist jetzt der zugange? Das gefällt mir gar nicht. Ich mach mal lieber P-Salat. Oh. Oder hier nochmal. Oh. Boah, Mann, gerade so goldene Tropfen in die Hose gerutscht. Guck mal gerade mal, wie es dir mein Level wieder ist. Ich müsste eh wieder ein bisschen von der Medizin finden, glaube ich. Radio, wasserdicht und Lotus-Effekt. Ja, ja. Ich glaube eher, das Radio hatte Gruseleffekt mit einem gewissen Kackhaufe dran. Wobei, das ist ja ziemlich unberührt geblieben von dem Schiss im Klo. Ach du Scheiße, also ohne Witz, wer geht dann hier baden? Was für kranke Schwein geht denn hier drin baden? Das ist doch gruselig ohne Ende hier. Boah, ams Verrecken, dort geht mich keiner rein. Oh, natürlich, jetzt ist er noch abgeschlossen. Oh, oh. Ah, okay. Der Rudi. Servus, liebe Rudi. Bist du freundlich? Ja, du bist freundlich. Okay. Ja, der Hausmeister, der Janus, hat ja gesagt, der Rive Rudi, der latscht hier ein bisschen durch die Gegend rum. Ja, damit muss ich mich jetzt wohl abfinden. Das ist schon okay. Solange der mir nichts macht, ist das alles in Ordnung. Das ist Zimmer 110. Hallo? Dan Lazarski, KPD. Routine Ah, da sehe ich wenigstens ein Gesicht dazu noch. Daddy, who is it? Can he make the door open? When can we go out, Daddy? Go to your room, kids. Go play Runaway Galaxy. Ja, Let me talk to Cyberpunk-Voyeuristen. Hello, officer. I'm Daddy Die lauern dir beim Scheißhaus auf. How can I help you? Okay, der klingt aber ein bisschen zu freundlich und irgendwie so scheiß psychopathisch. Verdächtige Aktivität. Have you seen anything questionable going on around here? Apart from the usual, you mean? The usual? Well, you know, this place isn't exactly a beacon of morality. Still, we mustn't judge. Most people mean well. They're just misguided. Oh, der klingt wie so ein Bibelfreak. Everything all right in there? Did the lockdown spook the kids? Oh, no, we're fine. I do appreciate your concern, though. You sound very calm. You're not worried about a potential outbreak? Oh, that doesn't concern us, officer. Of course, I hope that's not the case, for the sake of the other tenants. What do you mean, it doesn't concern you? We're all clean of corruption. My wife, myself, Oh, das scheint wohl and- doch so eine Art Sekte zu sein dann. Clean. Oh. You're immaculates. Children of the Immaculate Birth, yes. You've heard of us. All good things. Das sind wohl die Zeugen Jehovas von der Welt. Aber ich sag jetzt mal nein. Depends on who you're talking to. The consensus seems to be crazy, but harmless. I see. Ja genau, die Cyberzeugen Jehovas. Echt mal. Well, you're probably the least crazy person I've met today. Ja, die am wenigsten verrückte, aber trotzdem gruselig ist der. I think. Ich bin unbefleckt, unbefleckt, unbefleckt. Der passt bestimmt auch super noch Outlast 2, der Typ. I'd have to say, no mods of any kind. That's quite a statement these days. Is it really?
Is having a neural connection to the web? Oh, jetzt predigt er. Our humanity? Is a body held together with screws and wires really worth a corrupted soul? Jetzt fängt er an zu Some would predigen. say there are benefits. Certainly. I know our lives will be shorter and less comfortable. But it's a price we're willing to pay for. Würde mich interessieren, wie das dann bei den Leuten aussieht, die wirklich Geld haben, bei den A-Klasse-Leuten. Don't get me wrong. I'm not a big fan of implants. Weil bisher sehe ich ja nur diese Billigimplantate im C-Bereich. Yes, you carry them within you. It wasn't really a choice. You know? Muss ich mich jetzt vor dem Typ rechtfertigen? Clearly it was. The world would be a better place if more people realized that. Seit wann so eitel, Einzelgänger? You're not gonna get preachy on me, are you now? I apologize, officer. Und so kommt er mir nämlich vor. How do you make a living anyway? Not many jobs left that don't require some basic augmentation. We're a close-knit community, officer. We help each other out. As one should. All right, if you say so, Mr. Karski. Godspeed, Officer Lazarski. Ja, er scheint so weit gebrochen zu haben mit seiner Art. Bitte nichts hinter mir. Dankeschön. Das ist schon mal viel wert. Ja, der scheint so sehr weit gebrochen zu haben, der Herr unbefleckt. Gibt's hier irgendwas Spannendes? Nö. War nichts zum Spieler. Gibt's hier irgendeinen schönen Bio-Scheiß? Nö, gibt's auch nicht. Okay. Hallo, Glubschi. Okay, geglupscht wird auch nicht mehr. Gucks. Was gibt's dann hier Schönes? 105 bis 100. Aha, Zu Denner. Wo ist dann 104? Wo ist dann 104? So, ich bin gerade hier. 104 ist auf jeden Fall nicht in dem Bereich. Da ist 104 anders. Okay, vor 104 muss ich einmal außenrum gehen. Okay, jetzt mag ich aber trotzdem nochmal hier reingucken. Einfach nur, dass ich alle Zimmer 8 durchgeguckt habe. Jetzt ist weniger Schmonsens hier zu sehen. Ah, nicht schlecht. Und wer ist dann hier? Kein Mensch. Okay. Irgendjemand beobachtet mich wohl wieder. Aber ich glaube, das ist eher so allgemeine Deko hier in dem Lader. Ach, wenn das wirklich etwas creepy ist. Hallo? Kein Mensch hier. Okay, dann ist die 113 und 114 noch zugänglich. Und da kann ich von da aus Modellade rum. Und dann geht's da weiter. Bitte nix. Ja, okay, gut. Ich reagiere da mittlerweile etwas schreckhaft, muss ich sagen. Und etwas übervorsichtig vielleicht, ach. Da ist wieder jemand. Lazarski. KPD. Is anyone in there? Hallo übrigens an die neue Zuschauer. There's no one here. Did I not hear a pretty little girl just now? You okay? Your parents not home? No, just me. Okay. Ganz allein. So you're all alone in there? Yes. Well, not really. I'm playing with Pieta. Your little sister? No, she's my friend, silly. From school? No, she's a special friend. Ach, Only I can okay, see her. imaginäre Freundin. Ah, that kind of friend. Hallo zurück, der I Herr. had an invisible friend Hi, Manu. when I was your age. Called him Tom. Pieta thinks you're full of shit. Oh oh. Wow, Eva, habe ich leicht die Gänsehaut gekriegt. Pieta thinks you're full of shit. Und wie die... warum immer diese gruselige Mädchen? Oh nee, ich sag jetzt, die ist besessen oder so ein Scheiß oder Psychotrof. What's her name? Paulina? And your dad? That's right. How old are you? Und bitte Gefratze in dem Bildschirm. 34. 9, you silly. Are you upset? Will you be all right? Oh oh. I'm scared. The lights went out. It's just a power outage. The building's not feeling well. No! Something is happening. I feel weird. Paulina, Stop it!
I can't. It won't let me out. What's going on in there? 1074. 1074. Ich will nicht. Scheiße, ist das gruselig. Seltsames kleines Mädchen, okay. Das Mädchen von 113 ist irgendwie eigenartig. 1074 könnte der Code für eine andere Wohnung sein, aber für welche? Eine forensische Sicht könnte mir von Nutzen sein. Was hat sie gesagt? 1074, ne? Mhm. Okay. Oh je. Ich ahne Schlimmes. Ich hoffe, das Mädel sieht man noch. Ich nicht, Skorpion. Ich hoffe, das sieht man nicht. Chirone Możewidjek. Mit Chiron können sie mehr. Mindestens. 114. Okay. Da komme ich nicht rein. Okay, aber da kann ich was machen. Tastatur. Mhm. Wer hätte es gedacht? Zack, weg du damit. 1074, komme ich da rein? Okay. Die Nachbarwohnung, das ist natürlich praktisch. Und ich hoffe echt, das Mädel sieht man nicht. Ich will sie nicht sehen, wenn die so besessen ist oder sowas hat. Ja. Oh, mal wieder die edelste Gruselwohnung hier. Was ist denn hier noch drin? Kann ich das nicht sehen, oder? Hoppla. Das war jetzt wieder... Moment. Da ist was zum Analysieren. Das kann ich analysieren. Was ist das? Elektrischer Schalter. Okay. Oh. Ja, wenn man high ist, ist das bestimmt großartig. Okay. Da ist noch ein holographisches Bild. Was zur Hölle? Das Mädel sieht nicht gerade aus, als wäre es die hellste. Und der Typ daneben ist auch schon ziemlich zusammengestückelt mit Prothese und hat auch eine Prothese auch gehabt. Oh Mann. Das ist mal Stimmung. Ein paar alte Kassetten sind hier noch. Und die Musik ist auch noch so gerade die schönst. Okay, da kommen wir noch in den nächsten Bereich vom Haus rein. Meine Fresse. Oh, da ist so Pillar. Sehr geil, das kann ich jetzt gut gebrauchen. Something's happening. Mind destruction. Agony inside of me. Pulse is racing. Mental torture. Self-destroyer. Can't ignore. Paranoia. Ja, so fühle ich mich gerade ein bisschen. Okay, das Synchronize, das können wir sehr gut gebrauchen. Oh, da ist wieder so einer. Nanophage and I, wie du es gesagt hast, Syldraka. Oh, jetzt ist erscheinen da wieder mehr Männler. Okay, da ist mehr drauf gekritzelt. Sollte ich wohl wirklich im Arch behalten. Am Ende entsteht da wahrscheinlich irgendwie voll das Psycho-Kinderbild oder sowas. Oh, jetzt fusselt es schon fast bei jedem Schritt. Mhm. So, ich will ja auch hier niemand sei Esserstehler. Oder irgendwie seinen Kühlschrank kaputt machen. Was ist dann das da unten? Das ist uninteressant für uns. Okay. Da geht's ins nette Scheißhaus. Und da geht's wahrscheinlich in noch viel netterer Bereich rein, okay. Machen wir mal erstmal zu. Oh Gott, jetzt fusselt schon jeder Bereich hier. Oh, sehr geil, noch so ein Ding. Nehmen wir auf jeden Fall. Sehr schön. Da kann ich mir jetzt nämlich noch so Ladungen reiföhnen. Achte auch mal auf das Cover, nicht nur die Rückseite, okay? Schluck nochmal so Pillar. Okay, jetzt geht so ein bisschen runter wieder das Ganze. Auch aufs Cover drauf achte. Ich glaube, da hat sich jetzt nichts großartig geändert, oder beim Cover? Nur, dass man jetzt den Roboterarm richtig gut sieht und aber dann der Haarscheitel und so. Oh Mann. Okay, ich achte mal auf jeden Fall drauf.
Nicht nur die Rückseite. Okay. Ich hab mal eine 8 drauf. Warum wir sonst mal A? Okay, das ist jetzt so der Zeitpunkt, wo ich gerne unter die Dusche gehe, den und machen würde. Oh Mann. Hier ist abgeschlossen, okay. Na dann. Bleibt nur noch die andere Grußlichttür übrig. Geronimus und so. Ah, was ist denn das hier? Adventure Lost Place. Der Yankee. Live nach sowas. Schenke Grüße, kennst mich als Kra. Ja, hi Kra an der Stelle. Freut mich, dass du es in den Livestream gepackt hast. Und ich hoffe... Ach, das Spiel macht dir Spaß, mir zuzugucken dann. Oder es macht dir Spaß, hier mir zuzugucken. Okay, das ist sogar noch abgedämpft hier, dass man Geschreie hört. Sehr vertrauenserweckend. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So ekelhafte Orang-Utan-Hänge-Titten. Total schlaff der Körper. Lebt die noch? Prüfen wir den Körper doch mal. Menschlicher Körper, weiblich, 54 Kilogramm, Blutgruppe A positiv, 172 Zentimeter, Lebenszeichen instabil. Okay, krass. Machen wir das mal weg. Und das Wasser hot. Können wir das können wir uns das angucken? Warte mal. Da ist da was von Interesse, ja. Oh. Das ist Bürgerklasse A. Die ist kein C-Klasse Bürger, okay. Unternehmensmanager. Keine Übereinstimmung gefunden. Reaktionslos. Lebenszeichen instabil. Pieter Sagan. Und wir können... Oh, ich habe mich jetzt mit ihr verbunden. Krass. Eigentlich wollte ich mich noch ein bisschen umgucken hier im Raum, aber... Sieht ja aus wie ein Soma. Ja, schon ein bisschen. Ui, jetzt bin ich in ihr drin. Fallprotokoll aktualisiert. Das sollte ich mir auf jeden Fall nochmal durchlesen, was hier passiert ist. Und in welchem Zusammenhang die steht. Weil das ist ja nicht die Person, die ich eigentlich suchen wollte. So, nochmal ins Fallprotokoll. Jetzt habe ich mich mit der synchronisiert. Jetzt geht's los. Na, herzlichen Dank. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich würde mal ganz gern das Fallprotokoll nochmal durchlesen, wenn das irgendwie möglich ist. Aber jetzt habe ich mich auf jeden Fall mit der alt synchronisiert. Pieta! Natürlich, Pieta! Das ist die Fallprotokoll von dem kleinen Mädel, was wie besessen gewirkt hat. Das ist die Pieta, die hat sich anscheinend in die andere Reihe gehackt. Mich erinnert es ein bisschen an eine Mischung aus Let It Die und Evil Within. Ja, so ein bisschen mit Shadowrun-Aspekte, finde ich. Hast ja gemerkt, wie die imaginäre Freundin des Mädchens hieß. Ja, ich bin gerade eben drauf gekommen. Pieta, ja klar, das ist die. Die hat sich anscheinend in das kleine Mädel reingehackt. Die miese Alter. Aber was macht der A-Klasse-Bürgerin in so einer dreckige Kaschemme? Jetzt sehe ich das anscheinend aus ihrer Sicht, oder wie? Beziehungsweise mit ihrer Aare, mit ihrem Verstand. Das ist ja schon recht interessant jetzt. Jetzt geht er ja eigentlich seiner Berufung noch als Observer. Dass er hier reinguckt in die Köpfe von den Leuten. Okay, da können wir aber immer noch nicht rein. Also ich sehe auch Elemente aus Dead Space und Silent Hill. Ja, im Endeffekt können wir uns in alle komische Spiele das Beste mit reinnehmen. Ja, Nostalgie. Ich liebe VHS-Kassetten. Ja, ich habe tatsächlich auch noch ein paar von früher. Uiuiui, und da sind noch jede Menge Audiokassette auch dabei. Habe ich auch sehr viel früher gehabt. Mhm. Ono. Merken wir uns einmal den Namen. Okay, das scheint wohl so eine reiche Frage gewesen zu sein, die Kick gesucht hat. Ziemlich dumm, wenn du mich fragst. Oh, jetzt haben wir auch Elemente von Outlast 2 mit der Schule mit dabei. Herzlichen Glückwunsch. Oh, bitte lass es nicht wie ein Outlast 2 sein.
War die krank oder irgendwas? Jetzt sind wir also auf jeden Fall in ihrem Hirn drin. Jetzt haben wir anscheinend viele Sachen gemischt. Vor allem Animes habe ich noch als VHS, da gab es in den 90ern die besten. Stimmt, meine Schwester hat von früher beispielsweise auch die große Street Fighter VHS-Kassette gehabt. An die erinnere ich mich noch sehr gut. Inoperabel. Okay, die scheint wohl todkrank zu sein. Und deswegen hat die wahrscheinlich sich in das kleine Kind reingehackt, dass ihren Verstand in dem kleinen Mädel weiterlebt, so à la Soma. Also hast recht, André. Haben wir schon ein bisschen Elemente aus Soma mit dabei. Habe ich auch alle 4 da. Ah, du hast auch alle 4 Street Fighter. Ja, das war richtig geil früher noch. Mit einer VHS-Kassette. Record of Lodos hatten wir auch noch früher, beziehungsweise hat meine Schwester gehabt. Die war ja immer als erstes so mit dabei und hat die Dinger gekauft. Die ist ja 5 Jahre älter als ich und hat dann die Dinger immer gekauft und ich habe dann mitgeguckt. Da war dann Street Fighter, Record of Lodos Dragonheart hatten wir auch noch. Wir können jetzt nichts tun. Okay, in die Zimmer komme ich ja auch nicht rein. Nein, jetzt fängt gruseliges Kindergesumme an. Oh nein. Ich komme zwar damit klar, weil ich habe Soma noch nicht gespielt wegen Spoilern und so. Okay, ja, du könntest das bei mir natürlich gerne angucken, ne? Zwinker, zwinker. Aber Soma kann ich wirklich nur empfehlen. Ein geiles Spiel. Hat tierisch Spaß gemacht. Oh, oh. Also ich kann das wirklich nur empfehlen, wenn du Soma-Spiele magst, Scorpion, mach's auf jeden Fall. Es ist ein großartiges Spiel. Und gerade für Let's Player-Kollege empfehle ich das wirklich. Was ist dann jetzt hier? Boah, da sollte ich vielleicht nicht noch hingucken. Nichts ist beruhigender als so ein Kindergesinge. Ja, genau. Das ist das, was ich auch am allerliebsten höre an so gruselige Orte, wenn ein kleines Mädel singt. Mache ich, sobald ich endlich dazu komme, es zu zocken. Ja, also ich kann das auf jeden Fall wirklich nur empfehlen. Ist ein großartiges Spiel, hat tierisch Fun gemacht und die philosophische Botschaft bei Soma ist ach der Hammer. Man kann so viel drüber diskutieren und nachdenken, es macht so viel Spaß und ich glaube, ich renne jetzt erst einmal. Und es ist auch weniger auf Jumpscares ausgelegt tatsächlich, als eher auf Atmosphäre. Okay. So dezent Was ist denn das hier? Delfine oder was? Alter Latz, was stimmt denn mit deren nicht mit dem Hirn? Ding dong, know you can hear me. Open your door, only want to play a little. Alter, halt die Gosh. Gott, Sophie. Mann, ich will nicht. Oh, Ringel, Ringel, Psycholied. Oh. Hat die Ring Ring Boring gesagt? Ach, der Ono wieder. Ach du Scheiße. Oh, was passiert auf deine Bildschirme? Wenn die Bildschirme, gebt euch das mal. Oh Gott, Gänsehaut, Gänsehaut habe ich gerade. Alter, ist das Psycho. Alter, das ist wie ein Autounfall, ich kann nicht weggucken. Alter, ist das Psycho? Ist das Psycho? Ey, nenn mich nicht dauernd Vieh, ich nenn dich wie ich will. Ich hab gedacht, ich hätte mir das Privileg verdient, dich Vieh nennen zu dürfen. Wie die Thumbnails von Top Gruselig
top-gruseligsten Irgendwas-Videos auf YouTube. Echt mal. Voll die Fratzen-Action. Also sowas finde ich selbst persönlich extrem übel, wenn du so Fratzen zu sehen sind. Du schüttelst mich am ganzen Körper. Ich weiß aber nicht, wie ich da durchkomme wieder. Moment, ich muss mich da wieder hinten dran verstecken. Ich weiß gar nicht, wie ich da durchkomme. Ah, okay, daneben kann ich durchschlüpfen. Okay. Okay, wenn man sich so einigermaßen an diese Psycho-Umgebung gewohnt hat, dann geht das. Ja, da ist der nächste wieder. So, der Versteckle da unten drunter. Meine Verschreiber sind heute echt kriminell. Ah, das passt schon. Ich weiß so was, Mensch. Dragonheart ist sehr gut, auch Record of Lodoss war. Von den deutschen Animes, da habe ich noch so gut wie alle da. Ab dem DVD-Zeitalter. Okay. Also ich mochte das früher immer sehr gern. Slayers habe ich auch sehr gern früher geguckt. Als Kind fand ich Slayers immer unglaublich geil, so als Anime. Wir haben das immer auf Japanisch geguckt mit englischer und ganz selten aber mit deutscher Soundtrack sage ich, mit deutschem Synchro, so rum. Aber immer auf Japanisch, weil die japanische Originalstimme dann doch eigentlich wesentlich cooler sind. Und die sind ja auch immer ausgesucht von den Japanern direkt. Die suchen sich ihr Synchrosprecher, also die schreiben teilweise Rolle von dem Anime für bestimmte Synchronsprecher. Muss man auch dazu sagen. So, jetzt versuchen wir mal hier Obdach zu finden. Direkt vor der Fratzen, aber das funktioniert wohl nicht so gut. Ah, die muss ich erstmal hochziehen, der Bildschirm. Dann kann ich mich ja dahinter verstecken. Ja, also manchmal schreiben die wirklich für bestimmte Seiyuu, so nennt man die Synchronsprecher, schreiben die wirklich für bestimmte Seiyuu die Charakterrolle. Das schreibt sich S-E-I-Y-U-U. Wollte sagen, ab DVD-Zeitalter ausgestiegen. Neue Animes gefallen mir nicht mehr so. Naja, ich muss sagen, One Piece finde ich noch ziemlich geil. Naruto war mal ziemlich geil, aber das hat ab einem gewissen Zeitpunkt auch wirklich an Reiz verloren für mich, weil das dann wirklich nur noch schlimmer als bei Dragon Ball war, so nach dem Motto, ja, es reicht nur ein Pups aus und wir zerstören ganze Welten. Das war dann echt nicht mehr meins. Aber One Piece mag ich immer noch sehr gern. Das ist einer von meinen Lieblingsanime, beziehungsweise Manga eigentlich. Oh, du klingst aber auch schon sehr gut. Mal abgesehen vom früheren RTL 2-Kram. Oh. Ach du Scheiße. Habe ich früher auch Hellsing, Vision of Escaflowne, Lupin 3 und so weiter geguckt. Ja, also Escaflowne, Visions of Escaflowne fand ich auch sehr cool. Allein schon wegen dem Opening. Escaflowne. Das war ja das Opening früher, wo sie das gesungen haben. Und meine Schwester hat es kaum glauben können. Escaflowne, dass sie das wirklich singen. Ja, One Piece ist geil, definitiv. Als Manga liebe ich One Piece. Ich bin großer Fan von One Piece Manga. Anime ist mal teilweise etwas zu viel mit Filler vollgestopft. Aber One Piece als Manga ist absolut mein Ding. Lese ich eigentlich jede Woche immer das aktuelle Kapitel. Okay, da drüber war nichts Interessantes mehr. Also wieder Flucht statt hier. Und ich sollte mich vielleicht ein bisschen auf das Gebabbel konzentrieren. Aber das hatten wir ja schon jetzt eben. So, schnell wieder hoch. Okay. Ich kenne nur das deutsche Intro von Viva und fand es super geil. Okay. Okay, also Kra liest One Piece. Okay, jetzt hätten wir das auch geklärt. Da können wir ja die Anime-Vorliebe von jedem jetzt nochmal hier durchackern. Okay, sehr schön. Alter, ist das ekelhaft. So, Moment. Oh, weiter geht's nicht mehr. Warte mal, halte mal den Gaula. Berserk, ja, genau. Berserk ist so ein bisschen wie Record of Lodoss war. Hellsing,
Excel World finde ich auch sehr gerne. Das kenne ich gar nicht. Also Excel World, das kenne ich überhaupt nicht. Ist es auch eher so im Fantasy-Bereich angesiedelt? Ich glaube, da kann ich mich noch versteckler, oder? Dürfte gehen. Oh nee, geht nicht. Dürfte nicht gehen. Ich. Renn. Da ist nichts. Oh je. Was muss ich machen? Ich bin etwas überfordert gerade. Moment. Das ist eingeschaltet. Ah, da ist ein Kabel. Aha, Motor. Da komm mal her, du freundliches Kabel. Kann ich dich irgendwo einstöpseln oder so? Moment. Und wie sieht mein Körper hier überhaupt aus? So, kann ich dich aufnehmen oder so? Außer One Piece sind meine aktuellen Favoriten Soul Eater, das kenne ich nicht. One Punch Man und Killer Kill. Ne, die ganz neue Dinger oder so, die sagen mir eigentlich gar nichts, um ehrlich zu sein. Also da muss ich ehrlich gesagt gestehen, das sagt mir gar nichts. Ja, das möchte ich haben hier, das Ding. Nimm's doch. Danny, nimm den Scheiß jetzt. Alter. Ja, das sollst du nimmer, Kerl. Okay, jetzt hab ich's. Gut. Und ich glaube, da drüber ist eine Steckdose davor, oder? So, da ist eine Steckdose, oder? Jawohl. Sehr gut. Das hat geklappt. Ich. Sehr schön. Jetzt habe ich hier noch einen Schutzwall gekriegt. Und... Ah, sehr schön. Und das ohne eure Hilfe. Muahaha. Das meine ich, die ganz neuen Sachen. Mir geht es genauso, weil du gesagt hast, One Piece, das ist ja auch schon 20 Jahre alt. Ja, stimmt schon. Stimmt schon, One Piece ist ein bisschen älter. Ich muss aber sagen, ich bin erst zu One Piece gekommen über das deutsche Anime tatsächlich. Und so bin ich auf One Piece gekommen. Und dann habe ich mir die Manga gekauft und fand die unglaublich geil. Und seitdem lese ich auch immer die aktuelle Kapitel online. Jede Woche. Okay, jetzt sind wir bei der Alt tatsächlich auch gelandet und haben diese Psycho-Mädels-Passage hinter uns gebracht. Okay, ich kann hier gar nicht meine lustige Sicht aktivieren. Was machen wir dann jetzt? Aber jetzt mal ganz im Ernst, findet ihr das eigentlich schön, die Art mit mir zu kommunizieren während dem Livestream, beziehungsweise mich mal auch so außerhalb von meinen Let's Plays ein bisschen besser kennenzulernen und die Möglichkeit zu haben, mit mir zu kommunizieren? Oder was bewegt euch sonst noch so zu dem Livestream zu gehen? Das Spiel ach oder einfach nur mit mir zu kommunizieren? Findet es angenehm, so wie ich mit euch rede oder so? Würde mich mal interessieren, was so euer Feedback dazu ist. Du, okay. I won't let you hurt her. You can see me? Who are you? What are you doing here? Jein. Geht um Online-Spiel, das es einem ermöglicht, das Bewusstsein zu beschleunigen. Eine Sekunde in der realen Welt sind mehrere Stunden. Okay. Coolen Mechas und Legionen, die gegeneinander kämpfen und so. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Oder Beobachter? Erstmal froher. Nicht zu viel von sich selber verrote, sondern andere Leute was verrote lassen. Wait, you should be able to do this. How did you know I was in here? I learned from her. Alina, Ich will helfen. I won't hurt you. I'll get you out. I don't know if I want you to. Why is that now? This dream is a temple where we are as one. It's a dream time. Oh je, oh je, oh je. Little angel flies. Let me stay with her. Niemals! Na, weil du der Yankee bist. Wir teilen einerseits das Hobby Let's Play zu machen, so habe ich dich ja gefunden, und weil wir gemeinsam Kiten haben. Ja, das ist schon mal schön, die Motivation so rauszufinden. Okay, du findest das Spiel interessant und willst gern live sehen, wie ich erschrocken werde. Ja, wir können ja ab nächster Woche bei der Erwit wieder darüber sprechen, André, das ist absolut kein Thema. Wir sehen uns ja sowieso auch in der realen Welt wieder, und die anderen Leute, die mich auch mal ganz interessieren, Syldrakat, die sehen wir ja auch die sehe ich auch mal immer hin und wieder in der realen Welt, wenn es mal nicht zum Lab geht.
Oder beziehungsweise auf Lab sehen wir uns ja auch immer. Oder häufig. Naja, mittlerweile eigentlich eher selten, aber wir sehen uns auf jeden Fall, wir kennen uns auf jeden Fall live. Und ansonsten, die mich halt auch für die Leute interessieren, die mich eben nur über Let's Plays kennen, ob das für die interessant die Möglichkeit ist, nochmal so mit mir zu kommunizieren, abseits von dem festgelegten Let's Play-Gedöns, was ich halt noch so mache. Beobachter, jetzt gehen wir uns mal eher zu erkennen. I'm an observer. You know what that means. Yes. You're in my head. Mhm. Fühlt sich nicht so gut an, ne? Ich habe beim Basteln gerne was im Hintergrund laufen und mir die LP-Folge mir sind die LP-Folgen ausgegangen. Da bietet sich ein Livestream an. Das stimmt allerdings, ja. Dann passt es ja, dass ich so als Hintergrundbeschallung laufe. Aber dafür, dass es Hintergrundbeschallung ist, machst du ganz schön aktiv mit. Also top. Was soll dieses suffisante Grinsen hier? Darf ich nicht mal grinsen oder was? Beenden wir das so. Jetzt stirbst du widerwärtige Kreatur. Und ich meine dich, Syltrakar. Alright. Let's end this. Let's reboot the machine. Nürnberg. Mhm. That would initiate a memory wipe. I know. Also in Nürnberg kenne ich auch Leute. Könnte auch sein, dass ich mal da unterwegs bin. Da würde ich mich noch bei dir melden. Oh nee, die Verbindung stelle ich bestimmt nicht wieder her, du Freako-Fra. Restore the connection. Let me take care of her. Nein? Du möchtest dich selbst retten. Aren't you the altruist? So, I let you stay. What happens to the girl? You're gonna let her stay or kick her out? No, I would never do that. I'd rather die. Please. Ich gebe dann Bescheid, wenn ich in der Nähe sein sollte. Pieta. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt verbrochen? Ich hoffe, ich habe sie endgültig rausgeworfen, die Gretel hinter der Heck. Ist er jetzt kaputt? Lebenszeichen instabil. Was ist drin im Kopf? Pieter Sagan. Die. Okay. Na danke. Na bitte. Lebenszeichen instabil. Irgendwas habe ich auf jeden Fall argerichtet. Glücklicherweise ist die Paulina relativ nah. Da kann man ja bei ihr gucken, ob alles in Ordnung ist. Beziehungsweise mal nachfragen, ob alles okay ist bei ihr. Ich hoffe, die Alt steigt jetzt nicht wieder auf und attackiert mich oder so ein Scheiß. Oh Mann. So, jetzt probieren wir das mal aus. So. Wir machen mal hier die der zu. Die kann hier vor sich hin schimmeln. Und den Scheiß machen wir jetzt einmal aus. So. Okay. Gut, jetzt gucke ich nochmal bei der Paulina vorbei. Ob du alles in Ordnung ist. Pauli? Paulchen? Okay. Kein Mensch da. Na klasse, ich glaube, ich habe sie gekillt oder irgendeinen Scheiß habe ich gemacht. Oh Mann. Irgendeinen Mist, wer ich schon gemacht habe. Okay, dann gehen wir nochmal rein. Gucken uns das nochmal an. Ob die Alte nicht eventuell nochmal aufgestiegen ist. Oder ob die noch aktiv ist, die Alt. Nee. Menschlicher Körper, instabil. Die wollte sich hier retten. Aber irgendwie hat das nicht so gut geklappt, glaube ich. Nee. Und der andere Weg, die Anna die ist wahrscheinlich auch nicht betretbar. Was steht denn an der Wand geschmiert? Da steht diverses wahrscheinlich auf Kyrillisch oder sowas, was ich nicht lesen kann. Aber an welcher Wand? Wahrscheinlich hier oder was? Das war das, was ich dir vorgelesen habe. Das hier. Keine Ahnung. Gnüt nicht. Und hier nix auf Englisch. Das ist was auf Lateinisch. Aliqua ad minim eniam quis nostrot. Keine Ahnung. Die Brocke sagen mir jetzt auch nichts. Um ganz ehrlich zu sein. Okay, Die Paulina hat es anscheinend geschrottet. Seltsames kleines Mädchen. Stelle die Verbindung wieder her. Es gibt zwei weibliche Mieterinnen, bla 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 bla. Das Bewusstsein von Pieta und das von Paulina haben begonnen zu verschmelzen. Ich kann sie entweder trennen
und dabei die Frau töten oder den Vorgang fortsetzen. Wer weiß mit welchen Konsequenzen. Ita est, genau. Genau, Manu. Ita est. Dieser creepy Typ in der biblischen Archäologie. Alter Falter. Okay, dachte, das wäre ein Hinweis. Möglich. Aber wenn, da wäre ich zu blöd für sowas. Okay, da können wir interagieren damit. Okay. Schauen wir uns das Ding mal an. Was kann das? Nicht lizenzierte Sicherheitssoftware entdeckt. Okay, das ist ja nichts Neues hier. Was kann das Ding? Das sieht aus wie so ein alter... Chirondora. Das ist ein alter Commodore. Sehr geil. Okay, The Dove Lovers Club. Der Club der Taubenfreunde. Der Club der Taubenfreunde. Okay, hier versammeln sich Vogelliebhaber. Start-Community Auktionshaus. Schädlinge für manche, Haustiere für andere. In unserem Auktionshaus können unsere Mitglieder ihre geliebten Gefährten kaufen und verkaufen. Weiblich, 16 Jahre alt, sehr gut ausgebildet, sie ist von klein auf bei mir. Sterilisiert, also kommt eine Züchtung nicht in Frage. Insgesamt in gutem Zustand, aber ihr fehlen ein paar Federn auf dem Kopf. Die Narben sind allerdings kaum sichtbar. Aktuelles Gebot 12.000 Credits. Um ehrlich zu sein, klingt es für mich wie ein Deckmantel für Sklave, die man verkauft. Männlich, 12 Jahre, geistige Konditionierung, sehr gehorsam, kann als Brieftaube eingesetzt werden. Ich sende ihn regelmäßig aus und er kommt immer nach Hause zurück. Einige Narben an Schnabel und Bauch, nichts Auffälliges, ein gut aussehendes Exemplar. Aktuelles Gebot 8.500 Credits, weiblich 9 Jahre alt, mikrogechippt, gut trainiert, sehr gehorsam im guten Zustand. Die Initialien des Vorbesitzers sind auf dem Kopf tätowiert, aber unter den Federn kaum zu sehen. Sie ist etwas zu alt für meinen Geschmack. Ich bevorzuge junge Hennen mit weichen Federn. Alter, da krieg ich's Kotze, wenn das wirklich so synonym für Kinderauktion hier ist. Aktuelles Gebot 14.000 Credits, weiblich 13 Jahre alt, geistige Konditionierung. Sie macht absolut alles, was man ihr sagt. Als Test habe ich einmal von ihr verlangt, moderierte Nachricht. Diese Nachrichtenforum ist im Online An- und Verkauf von Tauben vorbehalten. Das Veröffentlichen von unzusammenhängenden Inhalt führt zu einer dauerhaften Sperre. Ja, ich habe hier einmal von ihr verlangt. Dann kannst du dich frohe, was das ist, ne? Irgendwas ekelhaftes Sexuelles wahrscheinlich. Männlich 10 Jahre alt. Noch in der Ausbildung, muss jederzeit im Käfig gehalten werden, wild gefangen, also etwas schwierig, benötigt einen strengen und erfahrenen Züchter. Ich bin bereit, einen Nachlass zu gewähren oder gegen ein gefügigeres Exemplar zu tauschen. Aktuelles Gebot 4.500 Credits. Alter, als ob, das ist so ekelhaft. Ja, Dove Lovers, und da ist dann ein Mensch im Einkaufswagen drin, kannst du denken, was das ist. Mails. FWD an die zuständige Stelle. Aber... vorher mache ich immer jetzt erst nochmal ein Glas Wasser fit. Ich mache jetzt noch circa 3/4 Stunde. Und dann mache ich Stunde mache ich noch circa zwischen 23 Uhr und 23:15 Uhr, je nachdem wie es passt, werde ich dann wahrscheinlich Schluss machen mit dem Stream. Und ich habe mal gedacht, das klappt doch heute eigentlich ganz gut. Und ich würde ganz gern am Freitagabend weitermachen und dafür halt ein bisschen länger machen, bis 12 Uhr oder so. Weil schließlich ist er dann hoch die Hände Wochenende. Also, hiermit wird bestätigt, dass bei Paulina Hadidja eine Dementia infantilis, auch Hellersche Demenz genannt, diagnostiziert wurde. Solche Anspielungen auch in Filmen mag ich überhaupt nicht. Das ist leider Trend geworden, das Thema. Ja, leider wirklich. Dies ist eine Art später Autismus. Paulinas Fall ist recht schwer und soweit ich weiß, wurden keine frühzeitigen Verhaltensinterventionen unternommen. Sie hat nahezu alle Sprech- und sozialen Fähigkeiten verloren. Es ist zweifelhaft, ob sie sich je erholen wird, selbst wenn sie sich den verfügbaren invasiven Behandlungsformen unterzieht. Hoppla. Okay, das ist dann auch kein Wunder, wenn sie sich dann irgendwie meldet, wenn ich den Kontakt unterbrochen habe, weil dann ist die wieder in ihrer Krankheit mit drin.
Was mich zum zweiten Punkt dieser Ansicht führt. Ich glaube nicht, dass Paulina Hadeja eine Prozedur zur Verbesserung der kognitiven Funktion überstehen würde. Das Ergebnis ihrer Blutuntersuchungen hat ergeben, dass ihr Organismus die umfangreichen Implantate sehr wahrscheinlich abstoßen würde. Oh, dann war diese Symbiose vielleicht gar nicht mal so schlecht. Abschließend bin ich der Meinung, dass Paulina Hadeja niemals selbstständig sein wird und für den Rest ihres Lebens Pflege benötigen wird. Ich sehe keine Aussicht auf eine Verbesserung ihres Zustandes. Dr. Alexander Sadowski. Ich verabschiede mich mal bis spätestens nächste Woche. Genau. André, mach's gut. Bis nächste Woche beim Schaffe wieder. Und ansonsten sehen wir uns Freitag auch wieder beim Livestream. Mache ich dann auch wieder ab 20 Uhr. Betreff, Antwort, alles bereit. Alles ist bereit, komm einfach vorbei, wenn du bereit bist. Besorge unterwegs ein paar Windeln und einige IV-Patronen, die zur Erholung, die du ohne Rezept bekommst. Den Rest habe ich hier, Ono. Gut, morgen also, später am Abend, ich werde alles haben. P. Betreff, Antwort, Whitebox. Wie sieht's aus, Kumpel? Kannst du liefern? Das letzte Mal hast du mir einen Haufen Träume verkauft, aber ich bin schon mal reingefallen. Ich habe dir das Geld, die Technologie und das Asset besorgt. Jetzt musst du deinen Teil erledigen. Zum letzten Mal wird das klappen. Wenn du nicht sicher bist, sag es einfach. Wir werden uns schon einig. Ich respektiere Leute, die ein ordentliches Ding drehen können. Nichts für ungut. Denke genau nach, bevor du auf Antworten drückst. Sei ehrlich. Wird es klappen? O. Dann, yep, A. Na, das ist mal beruhigend. Jetzt probieren wir das nochmal, aber mit mehr Wörtern. O. Ja, es wird klappen. Ich habe es bereits in einer virtuellen Testumgebung ausprobiert. Für deine Zwecke funktioniert es perfekt. Für das Asset besteht kein Risiko. Ich überwache die Software von hier aus und bei der geringsten Aktivitätssteigerung setze ich es auf Standby. Was mich zum letzten Teil unserer Zusammenarbeit bringt. Du hast gesagt, das Asset befindet sich in 113. Ich nehme an, du hast die Maschine in einem der benachbarten Apartments untergebracht. Ich brauche den Zugangscode für den Notfall. Dieser Punkt ist nicht verhandelbar. Wenn dir das nicht passt, wird aus unserem Deal nichts. Ich behalte die Technologie, du bekommst dein Geld zurück. A. Muss nun auch ins Bett, meine Frau wartet schon. Schaue mir den Rest dann offline an, insofern du es uploadest. Alles klar. Dankeschön, Kra, nochmal an der Stelle. Wir sehen uns dann wahrscheinlich am Freitag wieder zum Livestream. Mach's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Betreff, du Schlampe, bist erledigt. Na, großartig. Du Lügenschlampe. Ich weiß, du bist hier und benutzt meine Ausrüstung. Ich hätte es besser wissen müssen, statt dir mein Passwort zu geben. Glaubst du echt, dass du damit durchkommst? Sobald ich hier rauskomme, schnapp ich mir dich, Schlampe. Dein Schrumpelhintern rettet dir niemand. Ich tanze auf deinem Grab. Oh. Wünsche dir noch viel Spaß und später gute Nacht. Hast top gestreamt. Oh, na, vielen Dank. Ah, das freut mich echt, wenn ihr sowas hört. Das tut wirklich gut. Vielen lieben Dank. Mache ich hier für euch das Ganze. Oh, da haben wir wieder. Cephalus. Wiederherstellen, Verbindung. Ah, da kann ich dann entscheiden. Will ich sie trennen oder will ich es einfach wiederherstellen? Okay, aber erstmal wieder Runde with Fire and Sword Spiders gespielt. Level 4. Diese verdammten Spinnen schon wieder. Okay, das wird jetzt etwas anspruchsvoller. Gut. Probieren wir mal die zu sammeln. Wie kriege ich das jetzt hier? Ja, die sind vereint. Ups, das war nicht gut. Noch einmal. Noch einmal. Das kriegen wir nochmal hier. So, das lösen wir auf jeden Fall. Nein, das wollte ich nicht. Level 4, noch einmal. So. Machen wir das erstmal so. Gerade mal gucken. Dann muss ich so. Da habe ich den dann hier im Schlepptau und der macht mich so kalt. Okay, nochmal erneut spielen. Das kriegen wir auf jeden Fall noch irgendwie hier. So. Ah, nee. 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 Noch einmal, Moment. Ich bin da vollkommen verblödet. Wenn ich so... Nee.
Ich feiere den Spinnenklumpen. Ja, ja. Das hat schon irgendwie was. Nee, so geht es auch nicht. Moment. Kriegen wir alles hier. Kriegen wir alles gebacken. So. Das geht so nett. Ich muss das so irgendwie kriegen. Moment. Ich glaube, ich krieg's nochmal hier. So, ich muss mal zuerst Dendo holen. Dann habe ich die nämlich schon mal beisammen. Und der Weg ist frei bis zum nächsten Teil. So, dann muss ich den hier niedermachen. Und dann kann ich mal die anderen Dinger holen. So, jetzt muss ich die als Packe nehmen. So, das heißt, zuerst brauche ich den auf der Ferse. Und dann... Nee. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Und so... Nee, so komme ich an nicht dran. Das wird jetzt etwas tricky. Noch einmal. Den du auf jeden Fall zuerst hole. Dann den. Dann den. Dann den hier. Dann kann ich... Wie mache ich denn das am besten? Den du schrotte. Den du hole. Den du hole. Den du A-locke. Wenn ich das Schwert habe. So, jetzt locke ich dich mal A wieder, du Knetkopf. Dann machen wir hier einmal die große Runde. Nee. Die mittlere kannst du schon beim ersten Schwert mitnehmen, denke ich. Okay. Also so wäre ich auf jeden Fall gecrashed. Noch einmal. Die mittlere. Was ist die mittlere? Ach Mist, jetzt habe ich den Scheiß wieder. Okay, noch einmal. Noch einmal. So. Holen wir uns den Kerl. So. 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 Ja, genau, Das ist schon ein bisschen schwieriger, finde ich hier. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier kriegen soll. Ah, Moment. Der du? Der du? Ah, nee, okay, Quatsch. Ich habe gedacht, ich könnte Dido mitnehmen noch. Aber das ist wahrscheinlich das Klügste, was ich machen kann hier. Den Scheiß. Dann brauche ich das Ding. Den kann ich A-locken, den anderen nicht. So. Probieren wir es mal so vor uns her zu treiben. Nee. Nee. Das wird so nicht. Und den kann ich so nicht mitnehmen. Nee. Und da komme ich nicht rein, ohne dass die mich dann crasht. Okay, warte mal. Irgendwie kriegen wir es schon hier. Okay, jetzt haben wir den Klumpe kalt gemacht. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie Dotra. Und den kann ich sofort locken. Bei der einen Münze, die eine Spinne oben und unten hat. Die obere Spinne, okay. Spider. Ja. Probieren es mal so. Da fehlt mir eine Münze nach wie vor. Ja, tut, was immer eine Spinne macht. Ja, im Kreis rennen und sich abmurksen lassen. Scheiße. Noch einmal. Jetzt wird es schon etwas kompliziert für mich. Was dazu sage, ich bin echt nicht der Typ für sowas. So, die kill ich jetzt so. Das bringt jetzt aber wieder nichts. Das bringt uns kein Deut weiter. Nee. Aber den und das muss ich ja schon mal herholen, ne? Kann ich ja... Nee, zurück kann ich ja auch nicht mehr. Hängt an der Wand, zahl keine Steuern, The Amazing Spider, ja. Okay. Das ist arg kompliziert für mich gerade irgendwie. Ich bin ja auch nicht so der Mathematiker oder Logikmensch. Insofern ist es für mich schon eine tierische Herausforderung. Noch einmal. Mit dem kann ich im Kreis rennen. So. Schä?
dass ich mit der im Kreis rennen kann. Schön, dass wir auch mal drüber gesprochen haben. Okay. Jetzt ist die geschrottet und die Anna latscht mir hinterher. Und an das letzte Goldstück komme ich auch nicht dran. Nee. Der Geruch brennender Spinnen. Ach, könnte ich es doch nur riechen. Okay. Nochmal. Also das ist ja schon mal ein ordentlicher Klumper. So. Aber wie kriege ich das gebacken? Kann ich die Spinne von da oben her locker? Das geht aber auch nicht. Ich kann nur mit der im Kreis rumrennen. Und hier bringt uns das auch kein Deut weiter. Nee. Und so wäre ich auch noch wieder eingesponnen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Es wird schwierig, es wird kompliziert. Allmählich mag ich das Spiel nicht mehr. Nach einmal. Also für jeden, der es im Nachhinein guckt, der wird definitiv was zum Freuen haben hier. Noch einmal. Die Scheißdinger kriege ich ja jetzt bestimmt auch noch irgendwie. So. Irgendwie muss das ja auch funktionieren. Nee. Und die kriege ich nämlich aus der Reserve gelockt. Das Vieh ist es übelster. Und das daffige Vieh geht's eigentlich. Dass ich das hier aus der Reserve gelockt kriege irgendwie. Aber das ist ja nicht möglich. So zerfetzt es mich. Okay. Und so kann ich dann nur den Klumper niedermachen. Das heißt, ich kann nur so und dann habe ich das andere Vieh, was dort lauert, ne? Das ist halt auch etwas größeres Problem. Nee, an das komme ich jetzt nämlich auch nicht dran, ohne dass mich das Vieh killt. Wie wär's dann mit Vorschläge, Leute? Gebt mir doch mal Vorschläge, bevor ich hier endlos dran rumhänge. Und ich mache jetzt immer nur dasselbe, was ich schon 1000-mal gemacht habe. Weil zurückgehe kann ich ja dann auch nicht mehr. Ja, YankeeLogic.exe has stopped walking. Yankee-Exe ist derzeit Error. Noch einmal. Aber so ist dann wieder das Letzte. Kommt schon. Moment. Halte mal, Gaula. Du bist nicht, ach. Nee, so können wir den anderen nicht noch dazu holen. Dann, Moment. Dann ist es vielleicht sogar tatsächlich der erste, den wir holen müssen. So. Aber jetzt gucken wir auch nicht mehr ans Schwert dran, ne? Jetzt überlege ich gerade, wie holen wir dann den? So. Dann haben wir den hinten dran. Aber das bringt uns ja auch nichts, ne? Witzlos, tralalala. Also es muss zuerst der, damit wir nochmal an das Schwert dran kommen. Also es muss der zuerst sein. Sonst kommen wir doch nicht mit dran an das Schwert. Den können wir uns nämlich auf dem Weg holen, sonst schnappen uns die Spinne von hinten. Definition von Wahnsinn ist es, immer wieder dasselbe zu tun, auf ein anderes Ergebnis zu hoffen. Ja, Albert Einstein lässt grüßen, ich weiß. Aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Weil, wenn ich jetzt zurückgehe, komme ich zwar wieder ans Schwert, aber bin hier mal wieder der Gearschte. Und wenn ich die Spinne links jetzt kalt mache, dann habe ich immer noch die Spinne rechts, mit der ich zu kämpfen habe. So, die kann ich hinterher holen. Und bringt uns jetzt auch nichts. Jetzt kann ich die nämlich so killen. Und kann probieren hier rumzugehen, aber das bringt uns auch nichts. Ne, bringt uns auch nichts. So bin ich einfach nur gekillt worden. Okay, noch einmal. Muss ja irgendwie so sein. So, jetzt holen wir uns aber den ganzen Schampel.
Okay, jetzt probieren wir es noch einmal. Das Vieh da hinten aus der Reserve locker und dann zu einem anderen Viehführer. Nee, das bringt uns auch nicht besonders weit. Nee. Das bringt uns echt nicht weit. Also habe ich das die ganze Zeit am Arsch hänge. Warte mal. Warte mal. Noch einmal. Ich glaube, eben habe ich es. Oder könnte ich es haben. So. Das ist for sure. Dann machen wir es wie folgt. Wir holen uns unser Schwert. Moment, habe ich gleich, hoffentlich. Dann holen wir uns Dento. Und killen zusammen Dento. Weil so... Nee. Nee, so komme ich... Ah, scheiße. Aber... Nee. So komme ich an ihm zurück. Mist. Den kriege ich so nicht. Nee. Verdammt nochmal. Das wird jetzt gerade etwas schwierig für mich wieder. Aber ihr habt... Ach, keine Idee. Ah, hi diddly ho, Flanderinos. Hi Kai. Dein Typ wird verlangt. Ich könnte jetzt gerade echt jemand gebrauchen, der in solche Denksportaufgabe gut ist. Ah, es ist gerade etwas schwierig und knifflig, diese Spinne hier aus der Reserve zu locken. Dann probieren wir es nochmal wie folgt. Dendo zuerst raushole vielleicht. Ja, mal so. Nee, da kann ich nur einer Killer. Und da kriegen sie mich wieder. Das hat keinen Sinn, nee. Und ich mache wahrscheinlich jetzt die ganze Leute närrisch. So. Schade, dass sie sich nicht an eine andere Spinne entzünden können. Das wäre sehr, sehr praktisch. Okay, Also ihr könnt ja dann, wenn ihr es im Nachhinein guckt, sehr gern weiter spulen. Probieren wir es mal so. Da kommt der aber nicht hinterher. Das ist ein Problem. Nee. Nee, scheiße, die sind immer so positioniert, dass Spins Problem bildet. Das ist echt ein tierisches Problem. Gebt mir bitte Input. Alles klar. Syltraka hat gerade eben eine Handlegasthenie bekommen. Oder bist du gerade mit dem Kopf auf die Tastatur geknallt und ohnmächtig war? Ah, Mann. Scheißdreck. Ich will es aber schaffen hier, den Kack. Also die Münze kriege ich, aber ich komme nicht heil raus aus der Scheiße. Noch einmal. Und ich kann da nicht mal mit dem Knäuel zurückgehen. Kannst du schon auf das Zielfeld drauf. Welches Zielfeld? Achso, ja, das Zielfeld, ja, natürlich. Du könnte ich drauf, klar. Aber ich will die alle Münze kriegen. Das ist ja das Problem. So. Ach, scheiße. Das war jetzt wieder vermurkst von meiner Seite. Ich hätte mir so ja, das ist ja nur ein Minispiel, Kai. Das ist ja nicht das eigentliche Observer. Die eigentliche Gruselpassage, die war eigentlich schon. Und es war wahrscheinlich nur Annie zum Einstieg. Fast Katze auf der Tastatur. Okay. Okay, komm schon. Das kriegen wir hier. Boah, mit eurer Unterstützung müsste ich das hinkriegen. Wozu habe ich euch dann? Ach so, also wird es dann auch beendet, ohne dass man alle Münzen hat. Ja, ja, klar, aber ich mag trotzdem alle Münze haben. Ich mag so schaffen mit alle Münze.
So, jetzt machen wir den Knolle wieder platt. Ich habe noch keinerlei Plan, wie ich die hier gelockt kriege oder mit einer anderen an der Backe das Ganze schaffen soll. Jetzt habe ich die Spinne noch an der Backe. Was nützt mir nichts, weil wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann kriege ich die Endmünz, aber die anderen nicht. So, ne? Dann wäre ich wieder platt gemalzt. Ich muss am Anfang so viele Spinnen wie irgendwie möglich kriegen. Ich glaube, man muss alle Münzen haben. Ah, okay. Ich frage deshalb, weil man das auch ohne alle Münzen nicht beenden würde. Könntest du durch das Feld mir eine Spinne auf einen erledigen? Okay, das ist schwierig. Es ist verdammt schwierig. Und ich kann die leider nicht so vor mich hertreiben oder so. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Schon jetzt versagt. Warte mal. Und ich kann sie auch nicht so herlocken. Moment. Wir jetzt wohl wirklich... So. Nee. Das ist auch scheiße. Weil so kann ich sie nämlich zurücklocken, ne? Okay. Mach mal wie immer, geh dann aber direkt zur Tür und kill die Spinnen hinter dir. Okay. Wie immer. Ist also so. Und dann kill die Spinnen hinter der Tür. Okay. Probier mal. Also Dendo hole. Ah, okay. Aber dann ist der immer noch im Weg. Ja. Und es geht tatsächlich nur mit alle Münzer. Ah, so geht es. Okay. Endlich gepackt. Danke, Scorpion. Okay, perfekt. Das haben wir jetzt. Ach. Danke, Scorpion. Und jetzt habe ich schon die ganze Grütze-Sicht hier. Da ist noch eine Diskette. Also ich glaube, ich sollte mir definitiv noch so ein Ding reiföhnen. Sehr clever von dir, weil ich... Oh, ich bin bei sowas so hundsmiserabel. Okay, dann mal hier umgucken. Ob es denn noch irgendwas gibt. Und was würden ihr sagen? Sollen wir die weiter hier beibehalten in Symbiose mit dem kleinen Mädel oder soll man die Verbindung trennen? Weil ich persönlich werde für die Verbindung aufrecht zu erhalten. Das kleine Mädel wäre sonst ein Pflegefall und auch wenn sie so ein bisschen ich bin das kleine Mädchen auf Psycho drauf ist, würde ich sagen, würde das wenigstens ein Lever bescheren und die beide könnten weiterleben. Sie wird weiterleben, die Pieta wird weiterleben und die Paulina wird weiterleben. Also wie würden ihr entscheiden? Ich würde sie eigentlich synchronisiert beibehalten, statt sie zu trennen. Ich warte sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare und bin dann bereit hier zu machen, was ihr wollt. So, da haben wir es nochmal. Neustart. Kleine Horror-Psycho-Mädels sind cool. Okay. Wenn man Menschenleben retten kann, sollte man das tun. Ja, das sehe ich auch so, Kai. Also, real wie im Spiel. Ever. Ja. Aber manchmal ist es halt auch grausam, wie diese Lebenserhaltungsmaßnahmen sind. Deswegen froh ich ja. Ich glaube, Neustartsystem würde jetzt alles schrotten. Und Syldraka will ich auch die Verbindung behalten. Wiederherstellen Verbindung. Also wiederherstellen Verbindung ist, dass die wieder zusammenbleiben und Neustartsystem ist, dass die gekappt werden, oder? Nicht, dass ich irgendeinen Mist mache. Da warte ich jetzt auch noch die paar Sekunden, bis das A kam und wie ihr antwortet.
Weil ich muss sagen, ich wäre schon dafür, wiederherstellen Verbindung, das ist dann eigentlich, sie sind wieder in Symbiose. Ja, ich denke das nur an dein letztes Horror-Let's Play, wo wir ein Roboter waren. Ja, allerdings, das ist auch ziemlich heftig, dann so zu leben. Aber ich denke, wiederherstellen Verbindung würde eurem Wunsch entsprechen, dass eben die Verbindung weiter hier aufrechterhalten bleibt. So, ich warte jetzt noch die paar Sekunden, bis ihr mir sagt, was Sache ist. Und dann schauen wir mal. Gerade Syldraka, du hast das ja auch schon mal gesehen. Da würde mich mal interessieren, welches das eben ist, was die Verbindung aufrecht erhält. Weil ich glaube, es ist wirklich wiederherstellen Verbindung. Aber machen wir jetzt einfach mal. Bist du sicher? Ja. Fallprotokoll aktualisiert. Trophäe erhalten in Gold, Leichenräuber. Nervenverbindung wiederhergestellt. Klientdaten konnten nicht abgerufen werden. Okay, noch einmal. Kann nicht hergestellt werden, Verbindung. Okay, was heißt das jetzt für uns? Okay, gucken wir ins Fallprotokoll rein. Suche nach Adam, Fallprotokoll. Das war's anscheinend. Können wir nicht noch irgendwie abgeschlossene Dinger lesen? Aber anscheinend hat sich die Quest jetzt erledigt. Die sind wieder synchronisiert. Und dann gucke ich jetzt nochmal bei der kleinen Paulina mit rein. Ob da noch alles okay ist. Aber das sollte ich zumachen, um den Körper weiter hier zu schützen. Jetzt gucken wir nochmal bei der kleinen Paulina rein. Ne, da tut sich nichts mehr. Aber die sind anscheinend wieder synchron. Okay. Keine Ahnung, Gronk ist einfach weggelaufen und hat das total übersehen. Okay. Na, die Quest habe ich ja beendet. Okay. Jetzt kommt es drauf an. Laut der Karte soll es ja irgendwo auch wieder rausgehen. Und dann können wir von da aus zu dem Zimmer 104 noch gehen. So, da müsste ich jetzt rechts rum. Also hin und dann rechts rum. Auf der Balkon. Und dann entlang am Klo vorbei, dann sind wir in dem Trakt, wo wir hier wollen. Das heißt, da und da. Da müsste es eigentlich rausgehen. Aber hier geht es nur zu dem Zimmer von Pieta oder wie sie heißt. Okay, dann suchen wir halt wieder den Weg raus. Einmal rum. Geht ach. Einmal ganz doch hin und durch. Einmal ganz durch, bis wir bei 100 Ziffer kommen und dann geht es ach. Okay. Dann gehen wir einmal bis ganz noch durch. Bis 107. So. Hast du später begonnen als 20 Uhr, weil in der abgelaufenen Zeit steht 2 Stunden, ist aber 22:45. Oh, da ist der Roboter, der Rudi wieder. Und ja, Kai, ich habe 20 Uhr angefangen. Mein erster Stream ging aber nur 45 Minuten, dann ist es wieder abgestürzt. Und der zweite Stream, der hält jetzt 2 Stunden und 3 Minuten. Also es ist mein zweiter Stream heute. Aber ich konnte es wieder aufrechterhalten. Also ich konnte es wieder neu starten, den Stream. Das ist doch schon mal was. Ja, jetzt liegt der doofe Schildkröte am Boden und ich kann anscheinend nicht helfen. Ne, ich komme nicht durch. Aber nix do, oh nee, Kai, es war alles in Ordnung. Es ging echt wieder. Und jetzt ist es endlich stabil, genau. Mach jetzt mit. Huch, Papyro 6 Tablet. Was sind wir? Warum sind wir hier? Was werden wir zurücklassen? Wir stellen uns all diese Fragen, wir haben die Antworten gefunden, all ihre Gedanken, ihre Erinnerungen, alles, was sie auch ausmacht, übertragen in das digitale Reich im kleinen handlichen Format. Cassandra, du bist es wert. Die neue revolutionäre T106-Technologie verwandelt die neueste Cassandra-Computer in wahre Schönheit. Wenn Sie Qualität zu schätzen wissen, vertrauen Sie der Vorahnung, Sie werden es nicht bereuen. War aber nicht so schlimm wie gestern, da gab es direkt eine Meldung, dass der Stream gestoppt hat. Richtig. Eva. Oh, da ist der jetzt umgekippt und ich kann jetzt leider nicht mehr helfen, mein kleiner Freund. Schade drum. Geht's auch noch ins Höher. Und ja, wie gesagt, das ist schon etwas schade, dass das nicht geklappt hat. Aber ich habe es ja wieder neu machen können. Insofern alles kein Thema. Huch. Okay, das ist jetzt noch ein Stockwerk drüber. Aber ob wir uns da jetzt auch noch umgucken wollen, ich weiß ja nicht. Lieber mal in die 104, man weiß ja nicht, was da noch kommt. Eventuell müssen wir auch wieder hoch.
Dann ist ja gut. Ich war bei der Arbeit und habe mal WLAN bei euch anonym reingeguckt in meiner Pause. Ah, okay, alles klar, cool. Wenn das der Chef gesehen hätte, dann hätte er mitgeguckt. Oh, jetzt ist er wieder weg. Okay. Also der kleine Rudi, der ist schon etwas creepy, muss ich sagen. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal ins Erdgeschoss. Ausgangssperre, trifft auf alle zu. Herzlichen Glückwunsch. Geht. Dann sind wir jetzt wieder im... Sind wir wieder dort. Das ist da, wo der Hausmeister uns reingelost hat. Jetzt gehen wir nochmal rüber. Und probieren hier nochmal unser Glück. So, da laden noch einmal. Zack. Ja, echt mal. So ein Cyber-Hitler. Echt mal. Ich habe auch dran gedacht, wegen dem Scheitel und so weiter. Das sieht echt aus wie der Ades. Mann, Mann, Mann. Okay, da bin ich hier. Ja, genau. Und hinter uns müsste dann der Weg sein für Zimmer 104. Okay, da geht's auf die Veranda raus. Müsste doch irgendwo so ein köstliches WC sein. Komm schon. Zack. Ja, genau, da ist dann das Scheißhaus. Herzlichen Glückwunsch, vor allem mit diesem sehr vertrauenserweckenden Seuchenwarnschild. Hey, Ups. I can hear you out there. Help me, please. Oh je. Muss ich das? Die Werbung wechselt ständig. Okay, da ist jemand. In Zimmer 101. Okay. What's wrong, sir? Oh, I heard this awful noise. What's going on? There's been a lockdown. A lockdown? No. Oh God, please, not today. Haben Sie Schmerzen? Are you okay? Sounds like you're in pain. Oh, it's fine. I'm just... I got a condition. I'm waiting to have it fixed. Anything I can do? Sure, if you're an expert in corrective surgery. Okay. Vielleicht hilft der Tod, dein dummes Geschwätz zu unterbinden. Was Verdächtiges gesehen? Sir, I'm wondering if you've seen anything suspicious lately. I haven't seen anything in over 40 years. Okay. Ah, that's your condition. I really don't feel comfortable talking Glaube about ich. it. Fine, I won't waste your time then. Wait, I did hear something. Quiet footsteps, deliberate, heavy breathing, angry, not hiding, hunting. Oh oh. Anything Das else? höre ich nicht so gern, dass jemand hier jagt. It seemed oddly familiar. Reminded me of my childhood. Your child? Yes, my family lived outside the city with all manner of creatures. When it would rain, the smell would be similar. Interessant. Dann danke, Bürger. Oh Mann. 102. Oh, da ist was zugange. Aber das hört man doch sehr gern, dass hier irgendjemand schwer atmend Jagd macht. Das ist sehr vertrauenserweckend. Da können wir nicht rein. KPD. Like to ask you Ja, some da setzt man sich echt gern zur Ruhe, Kai. Definitiv. Always glad to do my civic duty. Irgendwas questions. Verdächtiges. Seen or heard anything suspicious lately? Neighbors acting weird? Actually, I did hear some noises coming from 104. Then the woman stormed out of the apartment and ran off. Das hört man auch sehr gern, vor allem 104, das ist ja genau hier, wo wir hier wollen. Geräusche. Der Geruch einer nassen Kuh. Ja, da gibt's doch nichts Besseres als der Geruch von einer nassen Kuh am Morgen. Much of it. I mean, those two are always at each other's throats. Schwierige You Nachbarn. mean these people get violent with each other? Well, I'm not Ja, genau, der Mörder riecht nach nassem Schaf. just arguing, I guess. Today was worse than usual. That's probably why she ran out. Du bist ziemlich ruhig. Seit wann so eitel? Einzelgänger. Aber die Frau? Ist doch klar, der Mörder war die Kuh, mindestens. Oder Schaf war der Did you Komplize. see where she went? Aber jetzt sehe ich doch wenigstens mal Gesicht dazu zu dem Mensch. See her. I
could smell her, you see. Also die muss anscheinend stinken wie noch was. Don't tell me you can't. That cheap crap she pours over herself, the entire hallway reeks of it. She probably thinks it makes her seem ladylike. Okay, es ist also Ladylike Sheep, was hier durch die Gegend rennt. For your help. I could hear her panting too, moaning like the whore she is. You did, huh? Okay. Yeah, biggest fucking cock tease you've ever seen. Always toying with me, bending over when reaching for the lock, all naked underneath her clothes. She knows I'm watching too. She likes to make me itch, cooped up with that junky meathead. I mean, what does he have that I don't? They're all like that, you know? Fucking mongoloid bitch. Now I hope she gets what she fucking deserves. Alter. She knows she's fucked up. She'll have no choice but to come to me, begging. But it'll be too late, you hear me? Too late. Da hat aber jemand ein Problem mit Frauen. Fresse halten. Okay. How about you shut the fuck up? Well, that was certainly uncalled for. Good day to you, officer. Drogen, ja, ich glaube einfach nur, die Leute sind hier ziemlich gewaltbereit und der Typ scheint ein ernsthaftes Problem zu haben, damit dass er allein wohnt und keine Frau hat. Wenn ich so drüber nachdenke, riechen viele Orks nach nassem Schaf. Und ja, der Typ ist echt widerlich. Ah, ziemlich aggressiver Scheißkerl. Wer ist du? KPD. I'd like to have a word. It's about time you showed up. What the hell is going on? Why are we under Nicht, wenn sie lockdown? brennen. Most likely a malfunction. I'm still looking into it. Well, you ain't looking in the right places. Because I don't know nothing. Mhm. Noticed anything suspicious or unusual? Other than the lockdown, I mean. Well, the couple from 104 were making an awful lot of noise a while back. More than usual. Und da müssen wir rein. The girl ran off. And then it got quiet. Did you see where she ran off to? I ain't one to snoop. But, judging by the footsteps, I'd say she ran down to the courtyard. Anything Wahrscheinlich else war you sie can ohne tell im me about Tattoo-Studio, im Tattoo-Shop. The couple? Don't know him that well. The girl seems nice enough. Ja, für die ist wohl jede Frau nett, die nackig unter ihrer Kleidung ist. Häusliche Gewalt. Does this kind of stuff happen often? You ever see a husband get violent? Nah, he ain't a wife beater or anything like that. He's just messed up. And again, Ja, ain't we all? kaputt sind hier so ziemlich alle. What about the girl? Oh, she's a trooper. Works double shifts in Chiron to support that ex-con asshole of a husband. Any idea what she might be doing for them? Can't be too important or she wouldn't be living in this shithole. Das stimmt allerdings. Explains the look on her face, though. What do you mean by that? Worn out, fidgety, jumping in shadows. Working for the corporation has that effect. I guess. What Und der can you Mann. tell me about the guy? Amir? I think he's called. He looks tough, but he's got the yellow eye, you know? Oh, oh, oh. Twitches like a junkie. Probably sells the shit, too. How do you know that? What, the deal? I see him sneak around during the night, carrying packages and stuff. I doubt he's the goddamn postman. Anything else out of the ordinary? Anything at all? Well, other than some asshole bringing animals into the building, I'd say that's pretty much it. Animal. Okay. Yeah, I could swear I heard something growling in the hallway earlier. I informed the Ja, der Hausmeister ist nicht so der Schnellbegreifer. midway through the Und nicht derjenige, der sich Sachen merken kann. Das haben wir ja schon rausgefunden. You've been very helpful. Und ja, das That's new. Das erklärt auch, warum der andere was aus seiner Kindheit so gerochen hat. Was ihm vertraut vorkommt. Da schläft wohl irgendeine Tiere mit rein. Okay, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Ja, bei 104. Da speichert es auch gerade. Das wäre genauso der Moment, wo ich sage, Date, und an der Stelle machen wir hier einen Cut. Und bis morgen, Iron Yankee. Also beim Let's Play würde ich jetzt echt sagen, ich mache hier den Cut, aber Livestream ist doch leider nicht. Das kann ich mir jetzt leider nicht leichter. Denn Luxus. Oh, scheiße. Ich muss jetzt hier rein. Ich muss jetzt da rein. Natürlich ist auf.
Ich rechne mit allem. Anyone here? Fallprotokoll aktualisiert. Ich habe Blutspuren bei der Tür von Helena Novaks Wohnung gefunden. Ich sollte besser vorsichtig sein. Natürlich. Okay. Da sind die Blutspuren, glaube ich, oder? Nee. Nee, keine Blutspure hier. Und auch nichts Elektrisches von Interesse, oder? Nee. Vorerst nix. Na gut. Aber hier sind... Ah, hier sind die Blutspuren. Okay. Die gucken wir uns jetzt nochmal genau an. Still fresh. Noch frisch. Spuren von geregelten Stoff 45F entdeckt. Homo sapiens, 0 negativ. Okay. Na großartig. Ich kann es jetzt auch nicht länger hinauszögern. Da muss das wohl sein. Da ist mal... Oh. Okay, das ist der Typ. Herzlichen Glückwunsch. Jesus. Oh je. Oh je. Der ist auch anscheinend von einem Tier angegriffen worden, aber ich glaube, der lebt noch, oder? Der zuckt noch ein bisschen mit der Aare. Ja. Und seine Gedärme hängen raus. Herzlichen Glückwunsch. Don't be afraid. I'm here to help. Wer war Who das? did this to you? Ich habe eine Vorahnung, aber ich will nichts vorweggreifen. Okay. Naja, du kannst ja auch gerne was sagen. Du kennst ja auch das Spiel noch nicht. Du hast wahrscheinlich auch noch nicht gesehen. Für mich ist das ja auch Premiere sozusagen. Insofern kannst du gern irgendwelche Vermutungen geben. Helfen Sie mir, den Täter zu finden. Listen to me. The building's on lockdown. There's no way I can help you now. But I can get whoever's responsible for this if you help me find him. Kann der überhaupt noch retten? Don't try to talk. There's another way. Ah, wir gehen in seinen Kopf rein. Drücke R1 zum Aktivieren der elektromagnetischen Sicht. Okay, dann synchronisieren wir uns mal mit dem Kerl. Nervenimplantat. Amir Novak. Und Bürgerklasse C, 19. Mai 2052 geboren. Beruf nicht zutreffend. Körperverletzung, Raub, Drogenbesitz, Strafe verbüßt. Status kritisch. Okay, da gucken wir uns mal den Kerl an. Boah, scheiße, in dem sieht's bestimmt auch noch richtig übel aus. Okay. Okay, die Tür ist nicht da. Oh Mann, sehen wir jetzt, was passiert ist, oder was? Hey, baby, I'm home. Also es klingt mir fast so, als wenn der Typ zwar normale Tiere, die jemand mitgebracht hat, vermutet hat, es sich aber um ein Tier handelt. Wahrscheinlich, ne? Das ist jetzt die Frage, was das ist. Okay, unser magnetische und biologische Sichter funktionieren hier nie beim Synchronisieren. Mensch, da muss ich aber in die Wohnung rein. In die Wohnung geht nichts. Okay. Wenn ich in die Wohnung reingehe, bin ich wieder auf dem Flur. Bei der 101. Mann. Das wird jetzt wieder... Alter. Boah, das klingt wie wenn man irgendwas rückwärts abspielt auf einer Platte. Voll dämonisch. Ups, die Nachricht wurde abgeschnitten. Handelt das für sich selbst handelt. Ups, was war denn das eben nettes? Schattergestalt. 104. Jetzt gehen wir wieder in die Wohnung rein. Okay. Ach, sehr verworren hier bei dem. Und ja, du kannst ja immer aus dem Baller immer Kleidungsstück rausholen, wenn du Neues brauchst. Das geht hier aus verschiedenen Wege immer in die 104 Reihe.
Ups, also die Perspektive stimmt auch teilweise einfach gar nicht. Also in dem sein Kopf sieht's... Ups, sieht's auch ein bisschen übel aus. Das ist wie bei Layers of 4, Alter. Wo man irgendwo hinguckt und dann ist man dort, wo man drauf geguckt hat. Um ein Tier handelt, das niemand mitgebracht hat. Ein Monster. Ja, oder jemand ist durchgedreht, weil er seine Medizin nicht genommen hat oder so, ne? Man weiß es ja nicht. Das finde ich sehr spannend und interessant. Es wird sich noch zeigen, was da kommt. Entweder irgendein Monster, irgendein Genmutant oder sowas. Oder einfach jemand, der keine Kontrolle mehr hat über sich. Jetzt sind wir wieder dort. Vielleicht auch wegen Droge und so. Man weiß es nicht. Boah, Gänsehaut gerade kriegt. Auch nicht schlecht. Oh, scheiße, renn mal. Oh, nee. An der Wand sind überall die Fünfer-Dinger gekritzelt. Oh, nee, das erinnert mich so an Silent Hill, an PT Silent Hill. Hologramm. Okay. Der bitte wieder zu. Bin jetzt mal raus. Schöner Stream, Herr Yankee. Viel Spaß daran, alle. Danke, Manu. Vielen Dank fürs Reingucken. Wenn du magst, kannst du auch gerne mal am Freitag mit reingucken. Ich danke dir fürs Zugucken. Wünsche dir noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Und für morgen alles Gute. Bis wir uns dann wiedersehen. Mach's gut. Und vielen Dank nochmal. So, dann. Okay, nichts mehr. So, da ist nichts. Und ist hier irgendwas noch Interessantes? Ah, da ist noch ein Bild von jemand. Okay. Von einem Bretschmischlav Umegotlo. Okay. Nee, Latschik. Okay. Bretschislav Laschnik. Okay. Der ist ein C-Bürger und unbeschäftigt. 2001 geboren und 32 Jahre. Okay, interessant. Von den Bildern habe ich offensichtlich wahrscheinlich auch ein paar verdummbeidelt. Es sieht mich zumindest nicht wundern, wenn ich das gemacht hätte in der Zeit. Ich habe wahrscheinlich nicht alle gefunden. Aber ich mache hier, wie gesagt, ke Pro-Gaming Let's Play, beziehungsweise ke Walkthrough für Pro-Gamer, sondern es ist ja eher zum Spaß gedacht. Okay, da ist nichts drin nach wie vor. Können wir da aufmachen? Uppala! Ach, so ein kleiner Schlaganfall gerade kriegt. Oh, nett. Jetzt sind wir hier. Jo, gerne. Tschö. Mach's gut. Danke nochmal. Aha. Was kommt dann hier? Was trollt sich hier? Ich renne einfach mal schnell durch, in der Hoffnung, ich krieg's dann schnell hinter mich. Also jeder Cop ist anscheinend auch wieder individuell. Und individuell psycho und kaputt. Okay, ich probiere durchzukommen. Ist dort der? Und jetzt sind es Schmetterlinge und Getauber. Ach, der Rumdreh-Fenster-Teleport aus Layers of 4, genau. Erinnert mich so ein bisschen dran. Oh Mann, das ist schon ziemlich abgefuckt hier in dem seine Gedanke. 987, also das sind Fantasiedinger. 209. Thanks, kid. This should get me through the week. Gangshare. Da ist die 257 anscheinend. 752. Oh, ich will doch nicht. Es kommt bestimmt irgend so Fratzen oder sowas. Alter, ist das eklig. Ah, Alter, wie abgefuckt. Total abgefucktes Spiel. Komme ich jetzt trotzdem nochmal hier um, obwohl ich da nicht hier soll. 000. Yeah, thanks. Okay. Obwohl ich da jetzt per Pfeil nicht hier soll.
gehe ich jetzt so trotzdem hier. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, so Moment für mich. Alter Falter. Also in dem seinem Kopf sieht's echt übel aus. Um ganz ehrlich zu sein. Fertiger Typ. 112. What the fuck, man? I told you not to show up during the day. Okay. Oh, oh, oh. Sind es die Leute, um die er sich als Dealer kümmert, oder was? Oh, jetzt kommen du Kriegsdinger. Oh, scheiße. Das sieht aber auch übel aus. Leute, ich brauche euch, damit ich nicht ausflippe vor lauter Ekel. Ich brauche Unterhaltung. Wolfman. Okay, ja, vielleicht die Werwolf-Theorie gar nicht mal so schlecht. Oder die Monster-Theorie. Gar nicht mal so übel. Was sind wir hier drin? Ah, so ein Gastank noch. Oh, Mann. Nette Schlafstadt. Ja, warum nicht? Ach du Scheiße. Und jetzt? Ach du Scheiße. Das Monster. Also auf dem Spiegel. Ja, leck mich doch. Werwolf oder Wendigo? Ja. Wendigo war querens nicht sei. Habt ihr das gesehen? Genau, Wendigo war nicht Wendigos. Oh, habt ihr das gesehen, was so rumgeschlappt ist und wie das animiert war? Mit so einer Herr der Ringe aus der 70er Jahre Technologie. Scheiße. Zu einer Baschki-Technologie. Du ist eine fette Blutspur, der sollte ich wahrscheinlich folgen. Oh nein, nein, nein. Ja, es sieht schon geil aus von der Animation her, aber es ist trotzdem scheißen gruselig, das zu spielen, Leute. Also die Bestie war jetzt sehr geil animiert. Es sah aus wie so aus dem Baschki Herr der Ringe fast. Absolut räudig, ja, definitiv. Das speichert wieder an der Stelle. Eigentlich wollte ich ja um die Uhrzeit das Stream beenden, aber ich glaube, das ist gerade so spannend wieder, dass ich hier nicht beenden kann. Ich muss auf jeden Fall diese Sequenz mit seinem Schädel noch beenden, bevor ich hier den Stream beende. Und ja, das Geräusch ist auch ziemlich heftig. Jetzt wünsche ich mir, ich hätte die Windel gezogen, bevor ich angefangen hätte. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Jetzt auch noch der Neville dazu. Ja, also Stimmung erzeugen können sie bei Aspire, definitiv. Oh, das sieht man noch irgendwelche Aufnahmen hier von dem Gebiet. Boah, das Grunze von dieser Bestie. Oh, das ist immer dasselbe, oder? Ich komme immer in dasselbe Raum wieder zurück, wenn ich mich verlaufe. Ach du Scheiße, Mann. Ja, wieder dasselbe Raum. Okay. Dann vielleicht doch so lang zu dem Better. Ich vermute jedes Mal oder jeden Moment so ein Jumpscare. Und wieder das Zimmer. Fuck. Fuck, wieder dasselbe. Wenn ich da rumgehe, wieder zurück. Dort hier. Scheiße, Mann. Oh, jetzt fängt wieder diese Layers of 4 Psychokiste an. PT lässt grüßen. Ja, genau. PT Silent Hill hat schon ein bisschen was davor. Wenn ich dann da links gehe. Ja, immer wieder dasselbe. Jetzt bin ich in einer Endlosschleife gefangen. Und zurück geht auch nicht. Leck mich doch am Arsch. Und wenn ich da irgendwas benutze.
Benutzer geht wohl nichts, ne? Nee. Scheiße. Ja, es erinnert mich sehr stark an PT Silent Hill. Irgendwelche Türe werden ja auch gezeigt. Mülleimer. Die dämme Mülleimer muss es sein. Wo ich durch muss. Das ist die hier. Leuchtet doch was. Ja, das sind nur diese Dinger, die leuchten. Die bringen uns leider nicht großartig weiter, aber das muss der sein. Immer die Mülleimer-Folge, glaube ich, ne? Ah, war die Glotze, okay. Ah, ja, Fernseher, genau. Das habe ich gerade eben auch rausgefunden. Dann das Regal, wo der Stuhl in der Nähe ist. Stuhl in der Nähe, Regal. Stuhl in der Nähe, Regal. Muss wohl hier sein, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Aber man kriegt sehr schnell Panik hier, muss ich gestehen. Noch einmal. Ah ne, immer noch. Regal und Stuhl. Ah ne, der Tisch. Okay. Das ist dann hier die Tür. Okay. Und jetzt... Da, wo die gelbe Leuchte ist. Das ist dann hier. Müsste dann der Raum sein. Und dann da, wo die Stromteile sind. Ja, leck mich doch am Arsch. Sind das die Dinger? Viele Kabel. Ganz viele Kabel. Ja, das ist die Tür. Und jetzt? Oh, 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 oh. Verhörzimmer oder was? Sein knascht wahrscheinlich, ne? Ach du Scheiße. Also was die Psychonummer angeht, hätten sie es ja echt tierisch drauf. Ich will eigentlich gar nicht hier. Muss ich wahrscheinlich mit dem Scheiß hier interagieren, oder was? Ja. Manometer. Oh oh. Oh Scheiße, der ist gefesselt auch noch. Ach. Ist der... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war's jetzt mit der Synchronisation. Also jetzt fliege ich wieder raus aus dem Gedächtnis. Aber wirklich was gebraucht hat's uns jetzt eigentlich nicht. Von seiner Erinnerung her. Okay, jetzt kommt das nächste Level von ihm. Ach, ist der Abkauer oder was? Aus dem Knascht. Okay. Jetzt im Gefangenentransport mit anderen Gestalter. Oh Mann, oh Meter. Alter Falter. Das ist schon ziemlich psycho, das Ganze. Jetzt sind wir hier im Gefängnis. Wartebereich oder was? Bei der Gemeinschaftszelle oder so. Das ist er wieder. Aber mit ihm kann ich nicht interagieren, oder? Nee. Das ist wieder Amir. Aber ich kann nicht mit ihm interagieren. Wow. Ja, jetzt wird er gescannt und rasiert. Und Kette zu seiner Zelle. Offensichtlich ja regelmäßig verkloppt. Ah ne, er Verfolger. Okay. Kann ich eigentlich sterben hier? So generell wird mich das mal interessieren, ob ich hier sterben kann in dem Spiel. Bei den Layers of Fear konnte ich es ja nicht.
Da wurde einfach wieder die Sequenz wiederholt. Ach du Scheiße, was ein Loch. Jetzt mal ohne Witz. Jetzt erinnert mich schon wieder an Outlast. Alter, was ein Loch. Gewittertuner Keitel. Wow, 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 wow. Meine Fresse. Und zack, wieder in der nächste gruselige Gang gelandet. Ich hab mir gerade auch so gedacht mit Outlast. Ja, es passt schon. Da verdreschen sind wieder. Und ja, ich kann sterben. Okay. Kriege ich eigentlich auch Waffe? Das fände ich sehr schön, wenn ich eine Waffe hätte. Wow. Also scheint die wohl ganz reizend die Zeit gewesen zu sein. Ab aufs Scheißhaus. Und erst einmal Spüler. Ja, wenn die Dödeldeppe kommen, dann kriegst. Dann kreich ich aber auch. Oh Mann, oh Meter. Reizende Zelle hier. Oh Mann. Ja, als Junkie im Knast ist auch schon schwierig. Doppelt so schlimm, nicht nur das ekelhafte Außenrum, sondern auch der kalte Entzug. Und natürlich keine Waffen. Das ist das, was ich immer am schlimmsten finde, wenn ich keine Waffe habe, um mich zu verteidigen. Was gibt's noch so saublöd zu lachen? Was ist doch danke fürs Spoilern? Ich habe selber gefrocht. Also ich habe selber gefroht, ob es Waffe gibt und ob ich sterben kann. Insofern ist es kein Spoiler. Ach du liebe Zeit. Oh Mann. Alter Falter. Oh, ist das Psycho. Und da komme ich nicht durch. Hi, Whale Walker. Dankeschön, dass du reinguckst. Alles klar bei dir? Ich bin gerade so ein bisschen dezent am Sterben hier bei dieser synchronen Scheiße. Oh Gott. Oh, hab gerade so ein bisschen Herzbumpe ohne Ende bei mir gerade. Nur so ein bisschen. Schön, dass du bei mir reingeguckt hast, Whale Walker. Okay, ja, hier wird ordentlich rumgestrampelt und rumgezappelt. Und da muss ich zur Tür anscheinend, ne? Da hoch die Treppe und weiter weg. Puh. Jetzt kommen wir anscheinend in seine Drogengeschäfterei. Und wie er sich mit der Frau getroffen hat. Ja, ich tanze nicht, ich lecke, genau. Just stating the obvious. Ja. Okay, so. Wenn er mir jetzt noch zeigen kann, wer ihn attackiert hat, dann ist alles super. Ach, das ist der Tattoo-Shop im Hof. Check. Mhm. Gehen wir mal rein, der Tattoo-Shop. On. In sickness and in health, forsaking all others. To have and to hold from this day forward until death do us part. Ach, die haben sich beim Tätowierer trauen lassen, wie romantisch. Hat anscheinend der Tätowierer, ach, die Priesterwürde inne. Warum nicht? Okay, jetzt mal wieder hier. Also ich will auf jeden Fall heute noch die Gedankewelt von dem kaputten Typ fertig haben. Und dann kann ich den Stream, glaube ich, ordentlich beenden für heute. Alles andere wäre für mich irgendwie unordentlich, das jetzt einfach mittendrin zu beenden.
Okay, da wäre ich wieder rausgeworfen. Dusche sind anscheinend so ein Trauma für ihn. Und wo hin? Hinter uns? Das kann ich verwenden. Ja, noch romantischer wäre es im Swingerclub, allerdings. Jetzt wird es wahrscheinlich so eine ranzige Knaschdusche oder sowas für ihn. Ja, nee, doch nicht. Okay, Fernseher. Und... Ach du liebe Zeit! Das geht ja wahr ab hier wie noch was. Also du war ja die erste, die mal gehabt haben als Gedanke Fetzer beziehungsweise als Synchronisation Jon Muckefuck dagegen. Mann, oh Meter. Also da geht's nicht weiter. Ups. Jetzt ist er tot. Ah ne, okay, ich spawn einfach nur wieder, okay. Also nach wie vor, wie ich mir's gedacht habe, den Weg nicht verlasse. Oh Mann, oh Meter. Mit dem Ding kann ich nichts machen. Ich muss dem Teil nur hinterher. Alter. Traumatische Duscherlebnisse. Echt mal. Echte mal. Hat offenbar jemand wirklich schlechte Erfahrungen mit Dusche gemacht. Komme ich doch nicht rein? Okay. Ja, kämpf gegen die Dusche an. Ja, lass ja nicht die Seife fallen. Genau. Oh Mann. Ja, kämpf gegen die Dusche an. Mach's wie die Franzosen und parfümier dich nur ein. Der Typ liegt ja auch im Sterben, ja, ganz im Gegensatz zu der Olle. Ja, die Olle vorhin, die war aber ziemlich instabil und am langsam Krepierer. Oh Mann, oh Meter, also auf ihre Art und Weise sind die alle schon ziemlich heftig. Aber der Typ, der macht mich gerade echt fertig. Ich bin ja mal gespannt, was für Kaliber wir da noch treffen werden, mit denen ich mich da synchronisieren muss. Vor allem geht es gefühlt ewig. Ich kenne auch einige Leute, die Probleme mit Duschen haben. Vielleicht wegen dem Film Es. Ich fand das als Kind so unglaublich übel in der Szene bei Es, wo der kleine Junge dann in der Dusche ist und da kommt der Clown, der Pennywise, einfach aus den Rohre ohne raus, aus den Abwasserrohre. Ich habe Ewigkeit Schiss vor öffentliche Dusche gehabt wegen sowas. Das hat sich dann so mit 17er oder so wieder beruhigt. Also ich denke, so gewisse Duschtraumata hat jeder, aber nicht in dem Sinne, wie es jetzt speziell Gefängnisinsasse haben. Okay, jetzt sind wir wieder bei dem 104er Zimmer, aber mit einer blutigen Dusche. So, das ist mal in die andere Richtung. Ja. Jetzt sind wir in einer Rotlichtdusche. Okay. Ach du liebst, Herr Kettel. Mann. Gut, dass ich den Film nie gesehen habe. Ich kann Clowns normal anschauen. Ja, sei froh drum. Ich freue mich auf die Neuverfilmung von Es Ende September. Gehe ich auf jeden Fall rein. Können wir ja mal beim Let's Play oder beim Stream mal drüber quatschen, wenn ihr auch drin wart. Bin ich immer echt gespannt, wenn ihr den Film euch auch vielleicht anguckt. Weil Es, ja, die 90er Jahre Verfilmung, die war schon echt heftig. Für mich als Kind. Aber ich muss sagen, ich freue mich auch sehr jetzt auf die Neuverfilmung. Okay, also sie hat irgendwelche Probleme. Und Dan vor allem, nicht Amir, so wie der Mensch heißt, in dem wir gerade sind, in dessen Gedanke wir gerade sind, sondern Dan, wie unseren Daniel Lazarski. Ich quatsch gern drüber, gehe aber nicht rein, ich gucke keine Horrorfilme. Okay. Ich persönlich liebe hier Horrorfilme. Und auch wenn ich mich viel beschwer, solche Horrorspiele mag ich eigentlich auch sehr gern. Hell no. Okay. Okay, anscheinend muss ich mal den Scheiß wieder reiföhnen.
Und der Typ ist wohl auch ziemlich am Arsch. Okay. Also der ist verreckt, während wir synchronisiert waren. Ja, schnell wieder raus mit dem Lapper. Fallprotokoll aktualisiert. Trophäe erhalten in Kupfer. Ich bin ein Beobachter. Okay, jetzt föhnen wir uns nochmal so ein Ding rein. Dann dürfte das besser sein. Vielleicht. Man weiß ja nicht. Okay, wir gucken uns den Kerl jetzt nochmal an. Ach du Scheiße. Okay, dann künstliche Herzklappe oder auch noch gehabt. Und hier das Ding, womit ich mich synchronisiert habe. Unser Biosicht. Da ist eine Tätowierung, glaube ich. Tintenmuster. Ethanol, Ruß und Wasser. Auf Gangzugehörigkeit. Okay. Blut. Ja, haben wir da aber nicht. Ja, die Darmschlinge von ihm noch. Risswunde. Keine Übereinstimmung gefunden. Ja, lebensgefährliche Darmverletzung. Das ist klar. Das Zeug. Medizinischer Inhalator. Chemische Spuren entdeckt. Das ist halt Zeug geföhnt. Okay, da ist nochmal Blut. Da haben wir noch irgendwas. Geregelter Stoff. Und da ist noch irgendwas. Synchro sein. Ah, sehr schön. Okay, das holen wir uns auf jeden Fall mal. Das brauche ich nämlich auf jeden Fall, das Zeug. Okay, das war Blut. Dann die elektromagnetische Sicht bringt uns nichts. Die biologische Sicht bringt uns gerade auch nichts. So, ich warte jetzt noch drauf, bis das nächste Mal gespeichert wird. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Scheiß auf CSI, dieser Yankee macht das alles im Alleingang. Sehr cool, das Ganze. Ja, ist auf jeden Fall sehr geil animiert. Ich mag das auch sehr. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So, jetzt haben wir hier gespeichert. Und ich die Sache. Seit der letzten Speicherung. Okay, das ist sehr praktisch. Dann sehe ich nämlich, wann zuletzt gespeichert wurde. Das ist sehr, sehr praktisch. Ich mag das jetzt gerade nochmal testen. Zum Hauptmenü zurückkehre und dann nochmal ins Spiel, wo er mich dann rausschmeißt. Einfach nochmal fortfahren. Gucke, ob wir jetzt wieder da kommen. Dann würde ich jetzt nämlich zum Schluss nochmal ein bisschen mit euch quatschen, weil ich den Stream jetzt beende werde. Es wird mich interessieren, wie es euch gefallen hat. Wie das jetzt so war, wie ich gestreamt habe. Und sollte jedes Spiel haben, definitiv, ja. Wie euch das gefallen hat, wie ich reagiert habe, wie ich kommentiert habe, wie ich mit euch interagiert habe. Würde mich einfach interessieren, was ihr dazu sagen. Okay, der hat mich wieder exakt rausgeschmissen. Perfekt. Ja, geben wir doch einfach mal ein bisschen Feedback. Wie hat es euch gefallen? Was kann ich besser machen? Was sollte ich eventuell noch machen? Oder was kann ich besser machen? Ist es optimal so? Soll ich einfach weitermachen? Und ich muss einfach nur bekannter werden, damit mehr Leute zugucken. Es wird mich mal interessieren, wie hat euch mein erster Livestream gefallen? Und ich persönlich würde sagen, ich mache tatsächlich am Freitag um 20 Uhr wieder weiter mit Observer. Das steht auf jeden Fall fest. Einen Moment kurz. Der Freitag ist der 15. Der 15.09. würde ich auf jeden Fall wieder weitermachen. Also falls ihr wollt, guckt auf jeden Fall wieder rein. Dann bin ich am 15. wieder dabei und läuft. Da machen wir gerade wieder an der Stelle weiter, wo ich eben aufgehört habe. Hab nur die letzten Minuten geschaut, aber fand's gut. Dankeschön Whale Walker, Syldraka, fand's gut. Vielen Dank auch dir. Und Scorpion, auch dir vielen Dank fürs Top. Und ja, dann würde ich das sagen, wenn ihr wieder Zeit habt, dann guckt es euch doch an. Freitag ist ja dann wieder Wochenendbeginn. Dementsprechend würde ich sagen,
kann ich auch länger machen, weil 11:30, es gibt ja auch noch Leute, die morgen schaffen müssen, deswegen die will ich nicht so von ihrem Arbeiter abbringen mit meinem Gedöns, dass sie viel zu lang aufbleiben und zu spät ins Bett kommt, oder dafür will ich nicht verantwortlich sein. Deswegen mache ich am Freitag auch dann ein bisschen länger, da können wir bis 12 oder sogar bis 1 Uhr machen, je nachdem wie viel Zeit ihr habt und wie viel Bock ihr habt und wie viel Sitzfleisch. Aber ich bin eh nur hier, um dich leiden zu sehen. Von daher, ja, da kommst du voll auf deine Kosten, mich leiden zu sehen bei dem Spiel. Ich finde auch deine Let's Plays gut. Gibt einige mit mehr Views, die weitaus schlechter sind. Ja, das stimmt allerdings, Whale Walker. Das finde ich auch sehr schade. Ich hoffe, dass ich vielleicht durch die Livestreams eventuell zu mehr Leute komme. Aber bei mir zählt eh Qualität statt Quantität. Ich war 2 Wochen in Israel Arbeiter und habe insgesamt 2 neue Follower, 2 neue Abos gekriegt. Und niemand verloren. Und das spricht für die Qualität von meiner Abonnenten. Und ich kann eh nur all meine Abonnenten sagen, ihr seid großartig. Ich konnte ja leider nicht von Anfang an dabei sein, aber ich muss sagen, dass du es immer, wie immer, sehr nett und sympathisch kommentierst und gespielt hast. Das mit dem Bekanntwerden wird schon. Ja, dankeschön, Kai. Ich hoffe es auf jeden Fall. Jetzt will ich gerade mal kurz schauen, in der Zeit, ob sich eventuell was bei mir getan hat. Ich gehe jetzt gerade nochmal auf meine Seite von YouTube drauf, auf meinen Kanal. Schauen wir kurz rein. Und okay. Alles klar, 96 nach wie vor. Keine Abos dazu kriegt, aber das wird schon, denke ich. Ich wollte einfach nur mal so Interesse halber reingucken, ob sich da was geändert hat. Wie dem auch sei, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass das mein erster Stream war. Es hat mir höllisch Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns am Freitag, der 15.09. wieder zur Let's Stream bzw. Let's Play Observer auf Pelzig. Die 100 ist ja fast da. Genau, die 100 ist in Sicht, richtig. Und alle abonnieren, zack, zack. Genau. Ach ja, es hätte mich jetzt einfach mal interessiert, deswegen wollte ich mal so am Ende reingucken. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ein Abo da lassen. Ich bin sehr dankbar drum. Und ich hoffe, ich interagiere mit euch gut genug und lasse euch bei dem Spiel hier auch genug Freiheit, dass ihr entscheiden könnt. Das wäre nochmal schön, wenn ich dazu Feedback kriegt, weil ich möchte ja auch euch einbinden bei dem Spiel. Dafür ist der Stream meiner Meinung nach, dass ich euch als Zuschauer einbinden kann. Ich finde so in kleiner Runde im Stream und im Chat viel angenehmer. Da gehen einzelne Kommentare nicht in der absoluten Masse unter. Ja, das stimmt allerdings. So kann man auch wirklich miteinander kommunizieren. Ich meine, wenn es jetzt 50 Leute wären, dann müsste ich arg hinter dran sein. Das wäre schon schwierig. Aber bei so einer kleinen Runde ist es definitiv überschaubar und angenehm. Finde ich auch. Und ich gucke ja auch immer gern drauf. Und generell ist ja auch immer so eine Phase, wo wenig gesprochen wird. Und dann kann ich ja auch immer mal wieder rechts gucken, wenn irgendwas ist. Das ist absolut kein Thema. Wenn ihr was schreiben wollt, schreibt mir gern. Ich lese sehr gern. Ich spreche sehr gern mit euch. Generell ja, aber es geht ja darum, dass mehr Abos generiert werden durch den Stream. Richtig, ja, da geht's schon drum. Ich meine, ich mache es ja in allererster Linie zum Spaß. Das ist ja in allererster Linie mal Hobby. Aber es freut mich natürlich, wenn es durch Abos gewürdigt und geschätzt wird. Wenn man sieht, es macht nicht nur mir Spaß, sondern es macht auch andere Spaß. Und das macht mir dann wieder Freude. Das freut mich dann einfach, wenn ich andere Leute Spaß bringen kann. Um ehrlich zu sein, wollte ich schon immer... Klar, ich wollte auch schon immer Archäologe sein, aber mein eigentlicher Traumberuf war es immer, dass ich Spiele kommentiere und Kritiken schreibe, beziehungsweise auch Spiele durchzock und dafür Geld krieg. GameStar war früher immer so die Anlaufstelle dafür und mittlerweile hat sich das halt auch wirklich stark virtuell verlagert auf Let's Plays und es wäre doch irgendwie ein Traum, aus dem Hobby einen Beruf zu machen. Und dass ich andere Leute auch einfach Freude damit mache und mit denen noch ein bisschen schwätzen kann und dann Freude bringen kann, indem ich Spiele zocke und kommentiere. Spürt man auch, du hast Spaß an dem, was du da spielst. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sonst würde ich mir so Spiele auch gar nicht raussuchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wenn es von eurer Seite nichts mehr gibt, dann bin ich jetzt erstmal so lang still, bis wieder Antworten kommen hier, oder? Und ansonsten würde ich sagen, lassen wir den Stream doch einfach für heute ausklingen und machen am Freitag weiter, wo wir heute aufgehört haben. Jetzt lehne ich mich erstmal ein bisschen zurück. Oh, das allererste, auf was ich mich freue werde, ist eine Zigarette. Ich habe die ganze
fast 4 Stunden lang Kenny geraucht und ich zitter auch gar nicht, muss ich sagen. Ich bin erstaunt, dass ich das so lang durchgehalten habe, ohne Annie zu rauchen. Aber das erste, was ich jetzt gleich mache, werde erstmal in die Dampfe, ohne Witz. Und dann nochmal hier das YouTube-Chaos-Ordner, die Videos nochmal reinbringen. Und dann kann ich auch schlafen gehen. Ach ja. Mal was ganz anderes. Bist du eigentlich auch auf den With-Me-Zug aufgesprungen? Nö, gar nicht. Ich bin eigentlich nur auf YouTube unterwegs. Ich habe auch zwar einen Twitch-Account, aber dort mache ich eigentlich gar nichts. Ich bin eigentlich reiner YouTuber, wirklich. Ich bin absolut reiner YouTuber, weil ich persönlich weiß, dass die meisten Leute eigentlich auf YouTube gucken und dass ich selber auch so jemand bin, ah ja, wenn irgendwas ist, ich guck mal auf YouTube. Deswegen, ich bin absolut reiner YouTuber, tatsächlich. Ach ja, ach ja. Zum Wohl. Schlechtes Vorbild. Mi. Ja. Ich lese da auch nur Lu raus. Also, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich Raucher bin. Und zwar, dass ich sehr starker Raucher bin. Und ja, solange er nicht kifft, sehe ich genauso. Ich bin sehr starker Raucher. Deswegen 4 Stunden ohne Zigarette sind für mich schon ziemlich hart an der Grenze. Aber den ganzen aktuellen Stress im YouTube hast du ja mitbekommen. Ja, klar. Aber trotz allem, ich bleib bei YouTube. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Plattformen aussieht. Und noch bin ich auch zu klar und unbedeutend, um wirklich irgendwie große Veränderungen oder irgendwas zu spüren. Oder gar zu spüren, dass ich Geld kriege oder so, kriegt oder sowas. Von daher, so what? Ich bleib erstmal YouTube treu. Und wenn irgendwas kommt, dann verlagere ich mich. Weil dann habe ich ja auch die nötige Fanbase, um mich auf eine andere Plattform verlagern zu können. Das mit der Demonetarisierung betrifft ihn ja nicht. Er macht es ja nur hobbymäßig. Richtig. Wenn das wirklich mal irgendwann Geld einbringt, das Ganze, was ich hier mache, dann werde ich so spüren. Aber ansonsten, sobald ich Geld verdiene oder irgendwas der Art, würde ich wahrscheinlich sowieso, wenn ich eine Fangemeinde habe, die groß genug ist, über mehrere tausend Leute, dann würde ich mich wahrscheinlich irgendwo auch verlagern. Aber erstmal bekannt werde, würde ich sagen, ne? Ja, und im Hof stehen dann Lambos. Genau. Gibt ja auch Leute, die Videos gesperrt bekamen. Sehr seltsam, ja. Also von meiner wurde eigentlich nie was gesperrt. Seit ich YouTube-Partner bin, bin ich eigentlich auch unzensiert unterwegs. Nur wenn irgendwelche Videos mit Musik drin sind, die die urheberrechtlich geschützt sind, dann darf das Video nicht monetarisiert werden. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so, weil die Künstler leisten ja auch ihren Beitrag, die machen ja auch ihre Musik nicht um des Spaßes willen, sondern um damit Geld zu verdienen. Da finde ich es auch vollkommen in Ordnung, dass wenn so Stücke drin sind in einem Video, dass es auch definitiv an die Leute geht, die die Musik geschrieben haben und nicht an mich. Nicht Giselbert. Giselbert hieß mein Auto. Ich habe mir auch mal einen With-Me-Account erstellt. Man kann die Videos von YouTube einfach zu With-Me rüber kopieren. Ja, das ist natürlich praktisch. Darüber denke ich dann auf jeden Fall noch, wenn es soweit ist. Aber bei 96 Abonnenten denke ich, dass meine Zeit noch nicht komme ist an der Stelle. Ach ja. Wobei, sind es tatsächlich immer noch 96 Abonnenten? Gucken wir mal rein. Und Trommelwirbel. Ja, es sind noch 96. Kein Thema. Okay, ihr liebe Leute, also wenn es von eurer Seite aus nichts mehr gibt, dann warte ich jetzt an der Stelle, wenn noch irgendwas ist. Ansonsten werde ich den Stream hier beenden. Ich warte. Und dann gibt es den Yankee-Fanshop, genau. Mit den T-Shirts, Let's Play auf Pelzig mit meinem Logo und hinter fahren shoppen zu Petze ist immer Zeit oder sowas. Oder alles unter 500 Gramm ist Aufschnitt und vorne Yankee Let's Play auf Pelzig. Irgendwas in der Art wird sich schon finden. Ach ja. Aber es freut mich definitiv. Mit Tassen, T-Shirts und einer eigenen Gesichtspflege. Nee, die Gesichtspflegeserie machen wir weg. Das überlassen wir Bibi und Konsorten oder wie sie heißt. Und ansonsten
Gut's Nächtle, Yankee. Alles klar. Gute Nacht, Kai. Schlaf gut. Wenn alles gut geht, sehen wir uns sowieso wieder am Sonntag. Und euch andere Syldraka, Scorpion, und wie ihr alle heißt. Ach, alle, die mittlerweile schon gegangen sind. Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Auch noch am Freitag, was ich auch noch am Freitag schreiben könnte. Okay, alles klar. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ich danke euch alle nochmal dafür, dass ihr hier dabei wart. Und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin dann mal weg. Hab mir die Finger genug gestochen. Gute Nacht, ja. Gute Nacht, Syldraka. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ich sehe dich am Freitag 8 wieder. Mach's gut und gute Nacht. Also vielen Dank nochmal an euch alle. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mubangi, genau. Blondie 1 und Blondie 2. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ihr seid eine tolle Runde gewesen. Und ich hoffe, wir sehen uns am Freitag wieder 20 Uhr zur Let's Play Observer auf Pelzig als PS4 Livestream. Ey gut, dann bye bye. Mach's gut, Scorpion. Machen's gut, ihr liebe Leute. Und bis Freitag dann. Ayan Yankee.